So, hallo zusammen. Willkommen willkommen in meinem Stream. Heute ist wieder regulärer Streaming-Tag. Es ist Donnerstagabend. Und ja, ich bin heute auf einem ganz speziellen Account. Also der ist für mich ganz speziell. Nämlich Bohuslava Slowgirl. Ich liebe diesen Account. Und ja. Genau, heute wird ein bisschen gequestet. Ich habe da noch einiges offen. Eigentlich relativ viel. Genau, dann würde ich sagen, let's go. Gerade beide verscheucht. Ja, dann let's go und viel Spaß euch. Und ja, mal schauen, wie sich dieser Stream entwickelt. Je nachdem streame ich dann nicht so lange. Oder vielleicht schon, ich weiß es noch nicht. Genau. Also, dann beginne ich. Alter. Dann fange ich mal an mit der Hauptstory. Der Alex. Okay, Silverglade Land, gut, let's go. Okay, und weiter geht's. Also Alex sollte da sein. Und da vorne ist sie schon. Hello. Okay, dann, hoppala, ab nach Silverglade Village. Ich hoffe, da funktioniert alles. Genau, Lautstärke sollte so wie immer sein eigentlich. Und vom Spiel auch. Verbindung ist sehr gut, das ist super. Genau, also jetzt gehen ständig Leute rein und raus, also kann ich auch ein bisschen Schweizerdeutsch reden. Bis da jemand bleibt. Und ja. Okay. Boah, wieso habe ich nach dem Essen immer so Husten? Es ist so unangenehm. Aber wieso geht jemand ständig rein und raus? Ist mein Stream so schlecht? Okay, das ist leicht creepy. Aufnehmen. Na, ich bin nicht gut im Let's Playen. Äh, naja, aber ja, es macht Spaß, also. Was läuft da Schönes? GG, good game. Okay. Ich versuche einfach, mich selber zu sein. Was nicht so einfach ist beim Streamen. Ja, aber ich versuche es einfach. Weil ich versuche es und weil ich es versuche ich es eben. Und ja. Okay. Gut, dann sind wir wieder zurück im Landgut. Hey Alex. Caitlin Moonharp. Okay.
Geh zum Weingarten und konfrontiere die Baroness. Oh mein Gott, das Wort konfrontieren, mit dem habe ich auch schon zu tun gehabt. Aber das ist was anderes, das ist privat. Genau. Ich mache egal was. Nee, das ist nicht die Hauptstory. Aber jetzt ein drei. Na toll. Okay, gut, ich glaube, ich gebe jetzt da Starcoins aus, weil. Warum nicht? Weil ich möchte da weitermachen. Ich hätte nicht gedacht, dass so schnell ein Tagesblocker kommt. Hallo Annika, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Und ich gebe da gerade Starcoins aus. Genau, und schön, dass du da bist, wenn ich das noch nicht gesagt habe. Gut, und weiter geht's. Bin am Rumhusten. Oh nein, bist du erkältet? Naja, ich hatte vorhin auch einen Hustenanfall, so wie eigentlich jedes Mal. Aber bei mir ist es was anderes. Genau. Ja. Aber ich hoffe, es geht dir den Umständen entsprechend gut. Okay, auf nach Welldale. Let's go. Ja, ja. Okay. Gut. Huch. Okay, eine Cutscene. Kippe geht es gut. Sie hat mich heute mit dem Schlitten runtergezogen und den Schlitten wieder hochgebracht. Oh, süß. Das ist cool. Also sozusagen wortwörtlich ein Schlittenhund. Was läuft da Schönes? I would anyone like to join Western Club? No. Ich finde das so cool auf diesem Server. Okay, Wellhill wollte ich. Okay, da ist einiges los. Okay. Pepper ist auch einmal mitgefahren und Kiwi ist erwachsen. Cool. Okay, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, wer ist da bei deinen Hunden? Auf welchem Server bist du? Ich bin auf Grape Mountain. Server 3. Also nicht auf den deutschen Servern. Genau, Grape Mountain, bester Server ever. Finde ich. Okay, die Lichtrennen könnte ich noch machen. Ich habe 126, naja. Okay. Die Reise nach Waledale. Ein bisschen Licht einsammeln. Perfekt. Stimmt, der Pass. Ich bin da weiter als auf meinem Hauptaccount. Ah, warte, das habe ich schon gemacht. Stimmt. Du wirst ein Labrador-Dalmatiner-Mix und Pepper ein Labrador-Australian-Shepherd-Mix. Cool. Stimmt, das hast du schon mal erzählt, aber ich habe zwischendurch so lange nicht mehr gestreamt, dass ich mir das einfach nicht merken kann. Aber ja, hoffentlich nimmst du es mir nicht böse. So, da hat eine gefangene Tasche, aber ich habe leider kein Gartenpulver. Äh, okay. Und weiter geht's.
Und was läuft da Schönes? Bear. Yes. Okay. Heute wieder bei meinen 2 Reitbeteiligungen. Oh, cool. Und hat Spaß gemacht. Ich bin mir noch immer nicht sicher, was eine Reitbeteiligung ist. Ist das das Pferd, um das man sich kümmert? Oder ist das eine Person, die mit dabei ist beim Reiten? Also kümmerst du dich um 2 Pferde sozusagen? Heute ist Donnerstag, ja. Antwort auf Elisabeths Frage. Ich spiele diese Hauptstory schon irgendwie zum 8. Mal oder so. Nimm den Stock, stell dich vor die Grundstein, okay. Gemeinsamer Moment, Jui. Okay. Ich bin gerade so motiviert zum Questen, das ist so cool. Hallo Fia, schön, dass du da bist. Eine Reitbeteiligung ist jemand, der ein Pferd mitreiten und mitverpflegen darf. Also ja, quasi so, wie du gemeint hast. Ah, super. Und hoffentlich geht's dir gut, Fia. Und schön, dass du da bist. Also man hat da Pferde, um die man sich kümmern kann und man sich kümmern kann. Okay, spannender Satz. Also das heißt, eine Reitbeteiligung ist das Pferd und nicht der Mensch. Okay. Ich versuche mir das zu merken. Gut. Okay, hätten wir das geklärt. So, oh cool, Stufe 11. Ich glaube, ich schaffe es nicht mehr mit auf 2 Accounts. Ich habe jetzt nicht einmal mehr eine Woche Zeit für den Trailblazer-Track. Und muss es aber noch auf 2 Accounts machen. Weil der hier ist es nicht so tragisch, wenn ich es da nicht schaffe, aber auf meinem Hauptaccount Gabriele Goldgate. Wäre schön, wenn es funktionieren würde. Spielst du dir das Gratis-Pferd? Nein, ich habe das schon erspielt. Auf diesem Account spiele ich einfach just for fun, weil es einfach Spaß macht. Genau. Meine 2 Reitbeteiligungen sind Freiberger und heißen Lotta und Kiwi. Cool, Freiberger! Oh, ich liebe Freiberger! Ah, wie toll! Muss los. Okay, tschüss Annika, schön, dass du da warst und noch einen schönen Restabend und bis nächstes Mal. Okay, da war irgendwo ein Licht. Da. Ich liebe Freiberger doch auch. Ja, Freiberger sind so toll. Meine Lieblingspferderasse übrigens. Also in echt. In Star Stable gibt es die ja leider nicht oder noch nicht. Hallöchen und guten Abend. Hallo Fearless, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Und dir ebenfalls einen guten Abend. Und ja. Und willkommen im Stream. Okay, jetzt geht's auf nach Fear Grove. Ich glaube, da. Nee. Ich bin falsch geritten. Und hepp. Ja, danke, mir geht's gut soweit. Und dir? Mir geht's sehr gut. Danke der Nachfrage. Und ja, und schön, dass es dir gut geht. Das freut mich. Ich habe mich heute halb verbannt am Backofen. Ich habe Pizza gemacht, das gebacken. Habe die Backofentür zu lange offen gelassen. Stand direkt nebenan. Und seit dort dann habe ich sowas wie so ein Sonnenbrandgefühl. Es ist so unangenehm. Aber es ist scheinbar harmlos, also nicht so schlimm. Genau.
Aber sonst geht es mir extrem gut. Auch den Tag durch. Ich habe viel gelernt, also viel einigermaßen gelernt. Und ja. Und ich habe Schneebälle geworfen heute. Und ich war nicht mal draußen. Also Frage, wie geht das? Oh nein, gute Besserung. Danke dir, Fearless. Aber es scheint nicht allzu Schlimmes zu sein. Es ist weder gerötet noch sonst was. Es fühlt sich einfach nur so an. Genau. Willkommen in Firgrove. Danke dir, Felicity oder Felicity. Je nach Sprache, oder? Die alten Leute fragen, da weiß ich schon, wen man da fragen muss. Nämlich die Dame da hinten. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Die hier. So. Packard, okay. Dann ist es gut. Genau. Beim Ratshaus habt ihr das Foto. Okay, jetzt geht es um ein Foto. Also je nachdem, wie viele Leute sich da für meinen Stream interessieren, streame ich heute relativ lange, je nachdem, wie weit ich da komme, weil ich habe noch jede Menge Nebenquests zu erledigen. Frag Sabine. Fang Sabine, nicht Frag Sabine. Ja, ich frage sie jetzt ganz höflich, du Sabine, gibst du mir bitte das Bild? Und dann rennt sie einfach davon. Na, komm her, du. Das war einfach. Okay. Mietabrechnung. Okay. Genau. Gut, jetzt geht's schon wieder nach Welldale. Also sehr, sehr viel hin und her geritten. Ich hätte eigentlich upla, so viel zu erzählen, aber ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Na komm schon. Paco, bitte. Gut. Also Welldale war's. Welldale Village. Genau. Und an alle, die gerade ins Stream gekommen sind, hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Von 7 auf 2 runter. Nice. Man kennt's. Genau. So. Also, ich hätte da, glaube ich, mehrere Themen zu erzählen. Alex. Landgut, ja. Unter anderem Vokabeln. Ja, sehr spannendes Thema. Aber ich hätte da gerne drüber. Oder Städtetrip oder Reisen oder so, solche Dinge. Und jetzt geht's zum Landgut. Und ja. Okay, Alex, ich bin back. Bla bla bla. Fragt Judith Stadtmeter nach einer Briefmarke. Okay, da kommt mir gerade in den Sinn, was ich davor habe. Also in echt, bei meinem Städtetrip. Ich werde mir selbst eine Ansichtskarte schicken. Und ja. Hallo Vivian, schön, dass du da bist. Willkommen in meinem Stream und hoffentlich geht es dir gut. Hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Und ja. Und schön, dass du da bist.
Genau. Ich weiß nicht, ob das andere auch machen, sich selbst eine Ansichtskarte schicken. Ich meine, warum nicht, oder? Gut, geht zum Kaffeetisch am großen Platz in Silverglade. Gut, dann machen wir das mal. Moin, ich lebe auch noch. Hallo Liv, schön, dass du vorbeischaust. Und hoffentlich geht's dir auch gut. Hoffentlich, hattest du einen schönen Tag. Und willkommen im Stream. Und auch hallo Dori, schön, dass du da bist. Oder soll ich sagen, Ahoi Dori, Akasamash. Und ja, bin wieder da, musste nur die Hunde füttern. Die armen Hunde bekommen nie was zu. Oh nein, so wie mein Aki. Aber heute hat er ordentlich was zu futtern bekommen. Ahoi. Ahoi Dori. Genau, ist zurzeit viel los, deswegen bin ich zurzeit nicht so viel bei den Streams. Alles gut, Liv. Real Life geht immer vor. Egal wer streamt. Genau. So, warten im Garten. Warten heißt Checkout. Yay! Man kann sein Pferd Akko nennen. Ja, das geht tatsächlich. Mit A und dann Co. Also Vordername A und Hintername einfach KO. Also Co. Zusammen ergibt das Akko und das heißt so viel wie. Also, wie zum Beispiel, wie geht's oder so. Heißt Akko. Okay, jetzt wird daher Sense ein bisschen beobachtet. Die endgültige Identifikation. Und zurück zum Landgut. Perfekt. Ja. Habe ich da irgendwas überlesen? Nein, gut. Okay. Übrigens, Dori, wenn du noch da bist, hast du deiner Work-Bestie das ausgerichtet mit dem Flag und den Grüßen? Ich fände das so witzig. Pepper muss ein bisschen abnehmen, sonst wird die noch. Oha, okay. Es gibt bestimmt auch so Diätfutter und so. Vielleicht sowas. Ich meine, meine Katzen haben auch Diätfutter bekommen. Konnte ich leider noch nicht, habe keinen richtigen Moment gefunden. Ah, schade. Aber nächstes Mal. Ich möchte unbedingt ihre Reaktion wissen. Ich fände es so toll. Aber es ist völlig okay, dass du da auf den richtigen Moment wartest. Ich kenne das. Genau. Es sind zwei Leute in es ist so was von den NPC. Einer kennen wir. Ja, den kenne ich. Beim zweiten ist man sich nicht sicher, aber ich glaube schon. Okay, der zweite weiß ich jetzt nicht. Darko. Oder. Also jetzt ohne Spoiler, aber. Ich meine, das sind ja eigentlich Spoiler. Gebe ihr jetzt halb so viel Futter und viel mehr Bewegung. Mhm, okay, ja, so kann man es auch machen. Der Sens. Ah, der. Was ist mit dem schon wieder passiert? Wurde der von Garnok erwischt, oder? Ich richte es ihr am Montag aus, dann ist sie wieder da. Alles klar, Dori, mach du das. Und sag mir unbedingt, wie sie darauf reagiert hat. Sag ihr am besten einfach so ein Flak, du Dude. Das ist so mein Signature-Satz irgendwie. Ich finde das so lustig. Gut. Hauptstory. Er war doch bei diesem Portal und wurde da reingesogen. Stimmt. Ich erzähle dir, wie ihre Reaktion war. Unbedingt, Dori. Fragte Baroness. Okay. Baroness, ich habe eine Frage.
Ich habe die Frage als Vokabel, aber ich weiß nicht mehr, was es heißt. Alexis Live. Soll ich Postbote spielen? Ja, kannst du, wenn du möchtest. Muss auch mal wieder los sehen uns. Okay, tschüss, Liv, schön, dass du da warst und noch einen schönen Restabend. Das. Ich bin bald Level 10. Yay. Zum Schluss. Okay. Was soll ich von dir ausrichten? Richte ihm aus. Ahoi. Einfach nur Ahoi. Dann mal schauen, was da kommt. Was läuft da so Schönes? Bye. Okay, Western Short Jumping. Das war. Ok, ok. Oh, ich liebe diesen Server. Es ist so toll. Okay, wo muss ich in Silverglade Schloss haben? Genau. Einfach C. Okay. Er ist doch nicht live, sieht nur so, noch so aus. Ah, okay. Schade. Na dann, halb so schlimm. Okay, jetzt befreien wir da Linda. Mein Lieblingspferd heißt Linda. So. Und hätten wir da das geschafft. Yay, und ich bin Level 10. Wuhu. Cool. Jetzt bin ich im zweistelligen Bereich. Bumm. Okay, diese Musik ist mir noch nie aufgefallen. Wie cool. Von meiner Reitlehrerin ist die Freiberger. Oh nein, die arme Stute. Das tut mir leid, Annika. So, ich glaube, es geht jetzt gleich weiter mit der Hauptstory. Weil ich glaube, man muss Level 10 sein, bis es weitergeht. Oder Level 11, irgendwie sowas. Sie wurde 30 Jahre alt. Oh, okay. Ist 30 ein hohes Alter für Pferde oder nicht? Ich kenne mich da leider nicht so aus. Aber ja, naja. Okay, jetzt geht's weiter in was Neues im Landgut. Cherry. Ne, warte, das könnte Dings sein. Upsi. Ja, sehr alt. Okay, dann hat sie doch ein sehr stolzes Alter erreicht. Ist doch immerhin etwas. Das schaffen nicht alle. Genau. Meine Reitbeteiligung Kiwi liebt meine Hündin Kiwi. Oh, das passt. Von den Namen her vor allem. Kiwi und Kiwi. Richtig süß. Genau. Also, wen muss ich da ansprechen? Linda. Okay, Linda, wo bist du? Da vorne steht sie mitten im Schnee. Huch, hallo Alex? Okay, ich bin gespannt, wie weit es jetzt geht mit der Story und ich kann mit Alex nicht reden.
Gibt es diesen Bug wieder? Okay, ich komme gleich wieder. Okay, so, ich glaube, diese Distanz reicht. Jetzt können wir wieder zurück und dann sollte es eigentlich wieder gehen. So, mal schauen. Perfekt. Hörer Felix. Okay. Schon wieder nach Willdale. Okay, ich nehme den Transporter. Genau, und sonst so alles gut bei euch? Alles in Butter? Der Schnee schmilzt. Oh je, ja, das ist leider so, wenn es wärmer wird oder so. Gehört leider dazu, weil Schnee ist extrem schön. Einfach nur allein schon, zum, um, um ihn anzusehen. Genau. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Alex will wohl nicht reden. Ja, man muss sich erst entfernen und dann wieder zurückreiten, dann geht's. So. Morgen wird noch ein Gen 1 Pony gekauft. Stimmt, die sind ja noch drin. Ich dachte, die wären schon diesen Mittwoch ausgenommen worden, aber die sind tatsächlich noch drin. Und welches wirst du dir dann holen? Und hast du schon einen Namen dafür? Moment, okay. Mhm. Moment, ich muss schnell den Schnee ausschalten, weil sonst sehe ich das nicht. Ich möchte mir so gerne ein Pferd auf diesem Account kaufen. Vielleicht morgen. Mal schauen. Okay, keine Ahnung, und Name kommt auch noch spontan. Ein Pony habe ich Legende genannt. Jö, also Legend, meinst du? Das ist auch cool. So, Schnee wieder. Okay. Kurze Quizfrage. Weißt du auch, was das Symbol bedeutet auf Slowakei-Flagge? Ich weiß nur, das Blaue im Wappen drin sind, glaube ich, die Tatraberge. Und das Doppelkreuz weiß ich leider nicht. Ich weiß die Bedeutung davon nicht. Aber ja, das Blaue weiß ich. Unter dem Doppelkreuz. Genau. Und ich habe übrigens jetzt eine slowakische Tischfahne. Und ich finde die so cute. Die steht so neben meinem Monitor. Wollte auch noch mal dich kurz grüßen, wünsche dir euch viel Spaß. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Und ja, äh, danke. Genau. Bleibst du jetzt noch länger dabei oder gehst du gleich wieder raus? Ui, cool. Ja, ich habe richtig Freude dran. Und jedoch die Bewertungen, ich habe sie auf Amazon gekauft, waren überhaupt nicht gut. Andere sagten, sie fliegt ständig um. Ähm, Sie rollt sich immer automatisch wieder auf und solche Dinge und ist verbogen. Und meine ist einfach perfekt. Nichts daran auszusetzen. Bin halt im Zug. Oh cool, wohin geht's denn? Wenn du das sagen möchtest. Zum Verlack, du Dude. Das muss es sein. Okay, sprich mit Elisabeth. Ja. Gut, wie geht's jetzt weiter? Zirkusgerücht in Moorland. Moment, Moorland. Ich glaube, die steht im Landgut, nicht in Moorland.
Bastelkleid, Landgut. Ah, Arbeit oder... Äh, okay. Gut. Okay. Wer war's? Linda, glaube ich. Genau, da steht sie. Und nicht in Moorland. Warum auch immer Moorland angezeigt wird. Okay, jetzt muss ich aber nach Moorland. Okay, da ist einiges los. Na gut, Moorland halt. Okay. Was gibt's da Schönes? Clownsichtungen. Gut, dann geht's auf zu Idris. Die steht zu verschiedenen Fortschritten im Spiel woanders. Okay. Was meinst du, Linda? Ja, stimmt. Aber es ist trotzdem witzig, dass da im Auftragsdings da Moorland steht, aber dass sie tatsächlich im Landgut ist. Genau. Naja. Hoppala. Okay. Die Charaktere wechseln die Position im Verlauf des Spiels. Okay, ja. Okay, such den Narren. Der ist da hinten. Okay, ich glaube, man muss da jetzt zu dem hin. Der teleportiert sich gleich. Stimmt, die Brücke muss ich auch noch reparieren. Das machen wir dann noch später. Bei jedem Account sage ich immer, das ist jetzt das allerletzte Mal, dass ich diese Quest mache. Dann kommt ein neuer Account dazu, dann sage ich wieder dasselbe und wieder und wieder. Schreib dir später noch was. Bin jetzt aber erstmal weg. Okay. Schön, dass du kurz vorbeigeschaut hast, Alex. Und ja. Und bis dann. Okay. So hätten wir das. Wo ist die Drehs? Da hinten. Ah, da. Du. Das ist Sony. Viel Spaß dir noch. Danke, Alex. Und ja. Das Doppelkreuz symbolisiert die christliche Tradition und Kultur. Das erste Kreuz steht für den... Hä? Irgendwas und das zweite für die Auferstehung. Ah, okay, steht für... Und das zweite für die Auferstehung laut Google. Cool. Das wusste ich gar nicht. Okay, dann dir auch noch viel Spaß, Alex, dort, wo du hingehst. Okay, aber mit den Tatrabergen war ich richtig, oder? Weil das wusste ich, glaube ich. Ich. Kleiner Fun Fact: Therese Mistrulak ist gerade ein Kuchen. Weiß nicht, ob ich das erste Wort schreiben kann, deswegen habe ich es gefiltert.
Ah, ja, ich wusste schon, was du damit meinst, aber zuerst war ich kurz verwirrt. Jetzt mit der Farbe war richtig. Yes. Genau. Oh, ich freue mich so auf meinen Städtetrip. Es wird so toll. Okay. Vor allem, ich werde dann an zwei regulären Streaming-Abenden dann nicht streamen können, weil ich dann unterwegs bin. Aber da werde ich euch noch früh genug das wissen lassen, dass ich dann nicht streamen werde für zweimal. Genau. Obwohl, vielleicht am einen Tag könnte ich sogar vielleicht streamen, weil ich komme dann je nach Verbindung früh genug zu Hause wieder an und dann, ja. Okay, aber da reite ich jetzt hin. Also ich meine da zum Tor bei Golden Hills. Genau. Okay. Ja, so ist es. Ich habe gerade einfach nichts zu erzählen. Aber hey, es darf doch auch mal ruhig sein. Muss nicht immer Erfolgequatsche sein und so. Genau. So, da wären wir schon beim Eisentor. Bei Pi. Piep, piep, piep. Ich glaube, du solltest mich zum Weingarten bringen und den. Hä? Okay, wer sagt das da? Okay. Genau. Was könnte man noch Schönes besprechen oder reden oder quatschen oder was auch immer? Ähm, jetzt. Okay, jetzt muss ich Nebenquests erledigen. Hm, hier lasse ich mal aus. Obwohl. Ja. Wireless Vintage Journey, let's go. Okay. Ich habe jetzt fast dreiviertel Stunden einfach nur geredet und jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Oh je, Mini. Stimmt, auf diesem Account habe ich mir bereits ein Gen 1 Pony gekauft. Sunsa heißt es. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bedeutet. Aber ich finde den Namen cool. Genau, zum Stadtrat Silverglade. Let's go.
Moment, die Pferde habe ich schon verpflegt. Ja, gut. Suche nach Herrn Bucket. Was? Zur Baustelle am Northflank. Okay. Und was läuft da Schönes? Ah ja. Hi. Okay, warum reite ich da lang? Ich muss eigentlich da nach rechts. Naja. Kann es sein, dass YouTube da gerade eingefroren ist? Oder, oder läuft, oder verändert sich da einfach gar nichts? Ich muss kurz schauen. Moment. Nur zum sicher gehen, dass da auch wirklich alles funktioniert. Nee, auf dem Handy zeigt es mir dasselbe an. Okay. Mir fällt auch gerade nichts ein, was ich schreiben könnte. Okay, gut. YouTube ist doch nicht eingefroren. Danke, Tori. Ja, kann passieren. Und hallo Cookie, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut. Hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Und willkommen im Stream. Und schon wieder die Cutscene. Wie geht's? Mir geht's sehr gut, danke. Und dir, Cookie? Alles im grünen Bereich. Übrigens, Dori, wenn du mich zum Reden bringen möchtest, erwähne einfach nur meine Interessen. Dann rede ich wie ein Wasserfall. Oder erwähne den Zürich HB. Dann rede ich wie ein Buch. Hast du schon gehört, dass es die SSO-Days nicht mehr gibt? Oha, warum denn das? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Stimmt, ja. Ja, mir geht's gut, das freut mich. Das ist doch toll. Muss ich jetzt da hoch? Wahrscheinlich schon. Genau, gut. Finde einen Beweis, dass die Bauarbeiter GD Ogil. Was? Den Tunnel. Ach so. Okay. Nubala, was war das? So, ich nehme an, ist das da ganz hinten. Das wäre typisch SSO. Und es ist es. Okidoki. Kehrt mal mit den Dokumenten zurück. Weiter Kuppel. Gut. Blablabla. Sehe nicht. Ich finde das so toll. Okay. Ich weiß es nicht, ich überlege aber selbst so eine Gruppe aus SSO Quadron zu bilden. Aber groß oder klein, jeder kann dabei sein und die selbst weiterführen, weil ich lasse mir nicht mein einziges SSO-Event durch den Server wegnehmen. Ja, du kannst es mal versuchen. Vielleicht machen da ein paar mit. Also ich wäre dabei. Cookie. Ja. Wie hast du eigentlich Slowensko für dich entdeckt? Also wie bist du zu Interesse gekommen? Da habe ich gestern mit der KI darüber geschrieben. Es ist eigentlich ziemlich witzig. Also es hat alles angefangen mit einer Serie. Eine ganz, ganz normale Horrorserie.
die einfach nur einen bestimmten Nachnamen hatte. Dieser Nachname ging mir nicht mehr aus dem Kopf, also bekam der einer meiner Figuren, also meiner Charaktere. Dann Jahre später wollte ich herausfinden, woher dieser Nachname ist und kam dann auf Slowensko. Ich verwechsel mit Slowenien, ist nicht dasselbe. Und ja, und jetzt einfach aus dem Nichts entstand dieses Interesse. Äh, ja, meine Interessen entstehen einfach meistens aus dem Nichts. Sony war auch sowas. Das ist auch irgendwie aus dem Nichts entstanden und Slowensko jetzt genauso. Genau. Ja, so ganz blöd gesagt durch eine Serie, was aber schon Jahre zurückliegt. Genau. Luciana Leins ist gerade auch vor, das weiterzumachen. Ich überlege sie zu fragen, ob sie das mit mir weiterführen möchte. Okay. Wer sagt denn das, dass es die SSO das nicht mehr geben wird? Ja, das frage ich mich auch. Warum haben die das entschlossen, dass es die nicht mehr geben wird? Ah, cool. Ja, ein bisschen wäre und so, aber so bin ich schlussendlich bei dieser Interesse gelandet. Und es freut mich so. Genau. Und meine Kuscheldecke mit Slowensko-Flagge ist unterwegs. Die 2 Meter, eine 2 Meter Flagge zum Kuscheln. Let's go. Warte me. Wally hat das geschrieben auf dem SSO, der ist Discord-Server. Okay, und hat es auch einen Grund genannt oder nicht? So. Okay, wo geht's jetzt weiter? Wahrscheinlich wieder bei Marley. Oder? Ja, bei Marley hat es eine Quest. Gut. Ich merke gerade, ich bin in diesem Stream viel mutiger als sonst irgendwie. Oh, dass dann noch eine Kuscheldecke bestellt. Wie geil. Ja, habe ich. Aber es war etwas mühsam wegen der Auflösung, weil eine 2 Meter Kuscheldecke, also 2 Meter auf 1,40, glaube ich, braucht eine ordentliche Auflösung. Und das Bild, das ich hatte, war zu klein von der Auflösung her. Und dann habe ich da ein bisschen herumgebastelt und so. Und dann hatte es die perfekte Qualität bekommen. Und jetzt bekomme ich eine Decke. So eine Kuscheldecke, die wahrscheinlich perfekte Bildqualität hat. Und das ist so toll. Warum reite ich da lang? Genau, dann kann ich mich, wenn alles sehr, sehr gut läuft, morgen schon in die Flagge reinkuscheln. Es klingt so weird, aber es ist so. Ist okay. Habe ich das schon gelesen? Ist auch keinen Grund genannt. Okay. Das ist wirklich groß, aber cool. Freue mich für dich. Danke, Dori. Ja, spätestens Montag soll sie da sein. Und ich frage mich, was der Mitarbeiter, der diese Decke verpackt hat, gedacht hat. So eine 2 Meter Slowensko-Flagge. Andere bestellen so irgendwie so Kuscheldecken mit Motiven von den Haustieren oder von Freunden oder sonst was. Und ich einfach Flagge draufklatschen und gut ist. Es ist so witzig. Genau. Und was läuft da Schönes? Okay. Yep. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ich habe gar nicht aufgepasst. Vor Pinto. Okay, ich reite dorthin. Warum nicht? Okay. Ja, ich glaube, solche Interessen, die ich habe, nennt man, glaube ich, Hyperfixierung oder sowas. Also wenn man sich komplett für mehrere Monate auf ein bestimmtes Thema extrem fokussiert.
Ähm, und dann alles davon sammelt und alles drum und dran. Und ja, das Pony Jumpy in 5 Minuten. Naja, ich habe keine Ausrüstung für mein Gen 1 Pony. Also auf diesem Account. Genau. Sag ist. Oh, ich finde das so toll. Was heißt das? Okay, never mind. Okay, James hat etwas. Fehlende Barren. Ah, das ist das hier. Und die, wo unter der Brücke sind, genau. Hoppla. Okay, nichts passiert. Hallo, bin Maya Batman. Auf welchem Server bist du die in deinem Bereich Club? Hallo Maya, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Und ich bin auf Server Grape Mountain unterwegs. Genau. So. Und der letzte Barren ist, glaube ich, da oben. Genau. Okay, komm mit. Du hast auch einen Account auf diesem Server. Hab das Jana jetzt einfach mal geschrieben. Okay, da bin ich gespannt, was sie dann sagt. Ob sie da auch mitmachen würde oder nicht. Moment, jetzt muss ich wieder zu James, oder? Moment, Grape Mountain. Ja. EU EE 3. Also ich bin eigentlich auf Server 3 unterwegs. Jetzt gibt es ja dann nur 4 Server. Und Grape Mountain ist einer davon. Ja. Warenlieferung. Weiter zu Marley. Okay. Wie hat die denn genannt? Wish. Jö. Okay. Kann ich schon zu Marley? Ja, da, perfekt. Weil Grape Mountain ist kein deutscher Server, es ist auf einem ausländischen Server. Genau, ja. Das ist ein ausländischer Server, da kommt man nur hin, wenn man entweder vor Ort den Account erstellt oder einfach ein VPN. Ja, das gibt es nicht. Ja, weil es ein ausländischer Server ist, wie eben gesagt. Deshalb, ja. Überhaupt nur deutsche Server. Ja, ich habe auch mehr Accounts auf den deutschen Servern, aber der hier ist jetzt eine Ausnahme. Der heißt Flamestar. Das ist aber auch cool. Für ein Sonnenpferd. Genau. Also wenn ihr wollt, kann ich später den Account wechseln, damit ihr mitspielen könnt. Weil eventuell level ich später noch auf meinem Hauptaccount. Ja. Das möchte ich sehr kleiner weiterführen, dass wir 5 Creator 2 Stunden gemeinsam streamen. Kleines Problem, ich möchte das so das noch größer machen, wenn es was wird. Moment. Ah, du möchtest, dass es noch größer als die SSO Days wird? Oder... Okay. Ja. Ab morgen schulfrei. Das ist doch schön. Schulfrei haben ist immer toll. Schade, dass man SSO nicht auf Slowakisch stellen kann, also die Sprache. Ja, extrem schade.
Es gibt nicht einmal Tschechisch. Ähm, ja, es gibt aber irgendwas komplett anderes, was ich aber keine Ahnung habe, was für eine Sprache das ist. Es ist aber kein Slovencino. Das finde ich extrem schade. Aber naja, es ist so halt. Naja, es kommt halt immer darauf an, wie viele Creator mitmachen wollen und wie viele Stunden man streamen will. Ja, und auch ob man Zeit hat, oder? Okay, ich würde sagen, um 20 Uhr wechsle ich etwa den Account zu meinem Hauptaccount und dann wird gelevelt. Wenn das okay ist für euch. Oder, oder wollt ihr lieber zusehen, wie ich queste? Was ist euch lieber? Leveln oder questen? Auch das wann und ob man Zeit hat. Genau, ja. Also dann in diesem Fall am besten an einem Wochenende, dann haben die meisten am ehesten noch Zeit. Dann nimmt es mich Wunder, in welcher Region dann die slowakischen SSO-Spieler spielen. Die spielen auf tschechischen Servern. Das weiß ich, weil den, den VPN habe ich in der Slowakei, also in Bratislava gemacht, aktiviert und da wurde ich dann beim Tschechischen eingeteilt. Und die schreiben hier hin und wieder auch Slowakisch. Und ja, und schreiben auch immer RP, SK oder CZ, also Slowakei oder Tschechien. Keine Ahnung, warum die das unterscheiden, aber sie machen es. Genau, zum Beispiel Ahoi, na gut, das da braucht Tschechisch. Doje Western, das ist Western heißt es. Doje, das ist. Genau. Okay, also nochmals, ist es für euch okay, wenn ich um 20 Uhr mit dem Leveln beginne auf dem anderen Account? Damit ihr dann auch mitspielen könnt für die, die auf deutschen Servern unterwegs sind. Aber ich bin einfach nur zu gerne auf diesem Account. Ich liebe den. Es ist so toll. Er hat noch 4 Growth, okay. Ich würde es dann gerne 4-mal im Jahr machen, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja, das wäre noch cool. Kann man es in jeder Jahreszeit machen. Was war's? 4 Growth. Ja, ist okay. Gut. Dann in einer knappen halben Stunde beginne ich dann zu leveln. Auf Gabriel Goldgate. Genau, da muss ich hin. Und was ist da Schönes gekommen? Nö, der Info-Club. Schreiben die Club nicht mit K. Okay. Wo muss ich jetzt noch mal hin? Wieder zu Marley. Gut. Marley's Winter Journey war da. Perfekt. Okay. Und würde dann halt auch keine Altersbeschränkung setzen, solange du alt genug bist. Für YouTube kannst du mitmachen, würde ich sagen. Ja. Ja, also ich sagte mal nichts dazu, aber ja. Solange man selbstständig entscheiden darf oder so, dann naja. Oder die Erlaubnis hat oder was auch immer. Wo muss ich jetzt noch mal sehen? Welldale, okay. Ich nehme den Transporter. Was soll's?
Wildale Village Force. Okay, weil sonst kann ich selbst nicht mitmachen, weil ich als Beschränkung auf 16 Sätze wäre nicht so. Ja, das würde nicht so viel Sinn machen. Was? Will dir jemand ein T-Shirt kaufen oder was? Okay, never mind. So, und jetzt geht's, glaube ich, wieder zu Marley. Genau. Marley's Winter Journey, here I come. Das ist ein Club, oder? Dark Knights. Cool, das geht. Oh, wie cool. Es gibt ja den Film The Dark Knight. Marley's Winter Journey. Okay. Dann geht's auch zum Weingarten, also zum Landgut hoch. Oh, süß. Okay. Gut, und jetzt hat Marley schon wieder etwas. Okay, ich glaube, für einige wird es langsam langweilig, wenn ich immer nur das Spiel kommentiere und nicht sonst etwas erzähle. Aber mir gehen die Themen aus. Joi. Du bist erschöpft. Halt ja, dann mach eine kleine Pause. Okay. Einfach sagen, du hast die Erlaubnis von deinen Eltern YouTube zu machen, weil ab 13 darfst du. Das ist, glaube ich, offiziell, wenn du unter 13 bist. Brauche ich Sprachnachricht oder irgendwas. Der Beweis, dass du wirklich die Erlaubnis hast. Ja, ich fände es gut, wenn du das machen würdest, Cookie. Also da die Administration oder so. Genau. Und dann möchtest du schon diesen Frühling damit starten, oder wie sieht der Plan aus? Jetzt habe ich meinen zweiten Ordender auf Level 15. Oh, cool. Wie heißen denn deine beiden Ordender? Ne, diesen Frühling leider noch nicht. Okay. Naja, das wäre auch etwas zu spontan, oder? Aber auch Angst, dass Fabi und Bella dann verurteilen, dass ich ihre Idee geklaut habe. Dann würde ich erstmal fragen, ob es für dich okay ist, dass du das darfst. Und ja, wäre schon ein bisschen spontan. Ja, bis Frühling alle zusammentrommeln und dann noch Zeit haben, das ist schon. Ich habe einen schwarzen, der heißt Duke und der hier, der helle heißt Sprinkles. Oh, süß. Sprinkles und Duke. Ich finde allgemein den Namen Sprinkles super süß. Ja. Gut. Dann hat es da noch mehr Quests.
Okay. Das lasse ich mal. Ich habe noch 20 Tage, wenn sie das reicht nirgendwo hin. Genau, der Schneider, der hat ja auch noch was. Und das gibt auch ordentliche XP. Das Sprinkles ist voll süßer Name. Ja, nicht wahr? Okay, reite nach. Oh mein Gott, das wollte ich gerade sagen. Reite nach Avalon. Reite nach Whaledale. Avalon ist der Druide. Whaledale Village. Ich bekomme von Luciano keine Antwort. Oh je. Vielleicht einfach noch ein bisschen warten. Okay. Übrigens, bei Steves Farm kommen dann sehr wahrscheinlich die neuen Connemara-Ponys hin, weil die haben dort schon Platz gemacht. Also mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kommen die Connemaras bei Steves Farm hin. Und ich freue mich so auf diese Ponys. Obwohl sie würden perfekt nach Südhof passen, finde ich. Weil Connemara ist ja westlich von Galway und Südhof erinnert mich stark an Irland. Und deshalb fände ich es toll, wenn sie die dorthin stellen würden. Okay. So. Okay, okay, da war ein Laubhaufen, den habe ich ja mal gar nicht gesehen. Ja, nach Süden würden die neuen Conys gut passen. Ja, das wäre so toll, aber sehr wahrscheinlich kommen sie zu Steves Farm. Ja. Aber ein ganz, ganz cooler Fun Fact. Ich war mal ganz in der Nähe von Connemara. Und das ist so cool, so cool. Ich war fast genau dort, wo diese Ponys herkommen. Es ist so toll. Aber hey, das sind tolle Erinnerungen. So. Gut, besorgt einen Farbstoff von Avalon. Gut, dann geht's wieder ab zum Silverglade Village. Glaube ich. Ja, upala. Habe jetzt auch Bella mal geschrieben, ob das für sie okay wäre. Okay, das ist eine gute Idee, ihr mal zu schreiben. Oder gut, dass du das geschrieben hast, bevor sie dann reklamieren. Also mit Bella meinst du damit Tasty oder meinst du Bellamy? Weil die heißen ja beide Bella. Irland ist wunderschön, kann nur jedem eine Reise dorthin empfehlen. Unbedingt. Wenn ihr mal irgendwo nicht wisst, wohin ihr reisen sollt, einfach nach Irland. Allgemein Irland, egal ob Galway, egal ob Dublin, egal ob keine Ahnung was. Es ist einfach extrem toll dort. Und PS, es hat tolle Souvenirläden. Carols. Die wurden reich durch mich. Ja, tasty. Ah, okay, gut. Dann geht's ab nach Moorland.
Vor allem als ich mal in Dublin war, habe ich so viele Souvenirs gekauft und allgemein auch so Zeugs, dass es kaum noch in meinen Koffer gepasst hat. Es ist so witzig gewesen. So organisiert bist, weil hat es ja mit Farbe organisiert. Okay. Ja, das stimmt dann, ja. Ja. So Touristenfallen. Na gut, ich habe irgendwie tausende T-Shirts gekauft, mehrere Teddys oder allgemein Stofftiere. Ähm, Upala. Ja, genau, genau. Gut gemacht, Akko. Und ja, sogar eine Jacke habe ich dort gekauft. Aber was ich bereue, ich hatte so die Wahl zwischen einer Handtasche und einem Rucksack. Und ich wollte unbedingt den Rucksack, habe dann aber die Handtasche gesehen, dann habe ich die gekauft. Und jetzt trauere ich dem Rucksack extrem hinterher. Und den gibt es jetzt nicht mehr. Ich kann den nirgendwo mehr finden. Und keine Ahnung, was ich jetzt da mache. Ich sollte eigentlich Lapis Lazuli suchen. Genau. Aber ja. Irland ist ja nicht umsonst eines meiner Lieblingsländer. Ich habe ja, glaube ich, drei davon. Naja, eigentlich sind es nur noch zwei, wenn man die Schweiz nicht mitzählt. Genau, und ich bin heute wieder top konzentriert. Ich glaube, Questen und gleichzeitig reden ist vielleicht nicht die beste Option. Okay. Hello. Mm, okay, ich finde den Globalchat einfach viel zu spannend. Aber hey. Okay, in etwa 12 Minuten wechsle ich dann den Account. Falls es euch noch interessiert mit dem Leveln. So, was level ich denn jetzt? Ich muss eigentlich noch ein nordschwedisches Kaltblut oder eines nordschwedisches Kaltblut fertig leveln oder eines der Ponys. Mach das NSK, weil die sind toll. Aber es ist so komisch, wenn ich Bella oder anderen größeren Creatoren schreibe, schreibe ich immer so hey und immer so richtig mit Satzzeichen. Bei Freunden mache ich das nie, gerade so, dass ich nicht sehr geehrte schreibe. Hm. Okay, also Satzzeichen sind. Moment. Sind immer gut. Also da kann man nichts falsch machen. Ich überlege gerade, ob ich meiner Work Bestie schreiben soll. Warum nicht? Go for it, Dor. Ich schreibe ihr einfach so einen Vlog. Tut. Genau das, eins zu eins so. Und dann einfach mal schauen, wie sie darauf reagiert. Und dann richte ich schöne Grüße von mir aus. Vielleicht geht das besser, als den richtigen Moment abwarten. Auch dann das Nordwitscher Kalblut. Okay, gut. Die waren eine Zeit lang meine Lieblingspferderasse in Star Stable. Und ja. So, Konrad, I'm back. Und er hat einen Tagesblocker, yay. Was haben wir da noch Schönes? Go on site. Was? Hm. Das Problem ist, ich kann Tschechisch noch nicht ganz von Slowakisch unterscheiden. Das macht das Ganze nicht ganz so einfach. Also einige Wörter kenne ich problemlos. Bin ich mir dann sicher, dass es Slowakisch ist. Aber zum Beispiel, also ich verstehe jetzt überhaupt nicht. Okay,
Okay. Oder Dori, falls du noch da bist, vielleicht schaut sie auch YouTube. Dann könntest du ihr mal vielleicht einen Stream schicken oder so. Vielleicht hat sie Interesse daran und möchte mir vielleicht bei der Sprache ein bisschen helfen. Vielleicht. Oder ja. Irgendwie sind im Moment die Percherons meine Lieblinge. Ich hatte mir auf dem letzten Basar noch einen gekauft. Und levele ich aber erst nachdem das NSK fertig ist. Oh cool, die Perschis. Ähm, äh, okay. Okay, ich muss zuerst noch erklären, wie es dazu kam, dass dir einen Gruß ausrichtest. Ich habe ihr zwar von dir erzählt, aber ich habe ihr noch nicht erzählt, dass ich von ihr erzählt habe. Okay, na, dann warten wir damit noch ein bisschen, oder? Oder lassen es ganz sein. Können wir auch machen. Okay, was hat Tan oder wer auch immer für uns? Frage Barney beim Silo, okay. Oh, ich bin so cringe. Aber hey, was soll's? Okay. Da hat's noch Goldmelisse, die kommt mit. So. Wie weit bin ich jetzt da eigentlich? Also knapp 700. Okay. Sprich mit Will bei der Mühle. Gut. Ähm. Noch mein NSK ist ab Level 11 und das heißt Cookie. Oh, süß. Aber Level 11, da hast du noch einiges vor dir mit dem Leveln. Okay, Quizfrage. Warum bin ich so peinlich? Weiter in den Wald. Gut, weiter geht's. Okay, wie weit in den Wald? Na gut, bis zum Village. Wow. Hoppla, gleich zwei Wildsamen, die kommen natürlich beide mit. Der andere ist da, perfekt. Moment, ist der Quest da hinten. Ah, das ist der Orientierungsritt, glaube ich. Naja. Okay. Dann sind wir gleich am Ziel.
So. Noch tiefer in den Wald. In der Sonja. Okay. Okay, ich weiß nicht, wie lange dass ich noch streame. Ja. Aber mal schauen. So, da wäre Sonja. Folgte mir? Nee. Okay. Und hat es da eine gefangene Tasche oder? Ja. 102, okay. Übrigens, ich habe ihr von den Buchstaben erzählt, dass ich eine Stunde lang dran saß und dieses verflixte Y mit dem Strich nicht auf der Tastatur gefunden habe. Okay. Ja, das ist ein bisschen tricky. Aber eben, ich finde es komisch, dass es bei dir nicht auch so funktioniert wie bei mir. Weil ich muss einfach nur Ctrl Alt und diese eine Taste mit dem Strich drücken. Und dann den Buchstaben. Aber irgendwie scheint es bei dir nicht so zu gehen. Bis weil, als wir vorgestern Buchstaben ausprobiert haben. Ja, das war toll. Und gemeinsamer Moment. Ich habe einen Acer Laptop. Ist wahrscheinlich anders als auf einem Monitor. Ja, stimmt, es kann sein. Vielleicht hat der irgendwie eine Funktionstaste oder so drin, was anderes. Ja. Ich kenne mich mit Laptops jetzt leider nicht so gut aus, deshalb weiß ich das nicht. Aber ja. Es hatte dann schlussendlich funktioniert. Ich habe den Zahlenblock. Stimmt, das ist der, den ich nicht habe. Genau. Zetan, Moorland, ha? Jo. Okay. Dann ab zu Frau Holzworth. Ich hätte so gerne Lifetime auf diesem Account. Weil ich werde da öfters spielen und mit allen Codes und Dings und so habe ich leider nur irgendwie 12 Tage Zeit oder so. Und dann bin ich wieder Non-Star Rider. Mm, genau. Gut, da reite ich jetzt hin. Oh, das ist ein Stern.
Cool. Hallo Stern. Und weiter geht's. Mal kurz was nachschauen. Nee. Okay. Gut. Na, hupt du ruhig. ähm. Okay, ich glaube, ich streame nicht mehr allzu lange. Na, weil es mir etwas unangenehm ist gerade. Also nicht unangenehm im Sinne von es geht mir schlecht, sondern einfach, dass mir etwas unangenehm ist, was ich gesagt habe heute im Stream. Und ja. Aber vielleicht legt sich das wieder, vielleicht auch nicht. Aber auf meinem zweiten Account leider auch kein Starrider. Okay, na gut, auf dem zweiten Account ist jetzt nicht allzu schlimm, aber ich brauche auf diesem Account Starrider, um den Globalchat zu lesen. Und ja, das ist etwas doof. Weil ich habe noch höchstens irgendwie 6 Tage oder so Star Rider, also gratis Star Rider, bis ich dann zahlen muss. Und ja. Flasche, okay, habe ich das jetzt getan, oder? Gut. Und zurück nach Moorland. Let's go. Bei mir regnet es plötzlich. Ja, bei mir sollte es glaube ich, auch regnen oder so. Auf jeden Fall sollte es morgen extrem warm werden. Also wirklich von Minusgraden auf knapp 10 Grad oder irgendwie sowas. Also wirklich verrückt. Ja. Okay. Jetzt die Quizfrage aller Quizfragen. HGW. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Was regnet sogar recht stark bei mir. Oha, okay. Also die Quizfrage aller Quizfragen. Wollt ihr jetzt Quests weiter zusehen, wie Questen oder leveln? Was ist euch lieber? Oder aufhören, was aber auch ganz okay wäre. Quests oder leveln? Hier soll das Wetter miserabel werden mit Sturm und so schauen wir mal. Ja, bei mir wurden auch ähm, irgendwie starke Winde angekündigt, irgendwie sowas. Leveln kommen sie uns auch an. Okay, du kannst gerne leveln. Gut, dann wechsle ich kurz den Account, dabei ob es alles korrekt eingestellt sein. Okay, dann habt ihr jetzt kurz einen Black Screen. Hoffentlich. Und ja, gut. Black Screen, perfekt. Dann gehe ich mal auf meinen Hauptaccount und dann könnt ihr mitspielen. Ausloggen. Perfekt. Also Server Ice Cream Mountain wäre das dann. Wenn ihr mitspielen wollt, natürlich. So, es sollte gleich wieder ein Bild kommen. Da. Perfekt. Jetzt läuft wieder alles. Okay. Und
Da wären wir. Perfekt. Stimmt, ich war da schon am Leveln bei einem meiner Hasspferde. Ich glaube, ich level das heute noch, weil ich möchte das Pferd unbedingt hinter mich bringen. Ich hasse es wie die, wie keine Ahnung was. Genau. Da ist Dori. Hi Dori. Okay, warum hast du das arme Kind? Wie meinst du das? Ich versuche mal dazu zu kommen, aber ich fürchte, es wird sehr laggen. Ja, das kann sein. Also Server Ice Cream Mountain, Server 17 ist das. Oh ja, das arme Pferd. Ja, ich mag es überhaupt nicht. Das war so ein Fehlkauf. Aber ich hatte die rosarote Brille auf, als ich es gekauft habe. Und ich verkaufe generell keine Pferde mehr. Das Pferd und die Rasse ist mein Baby. Oh nein, ich hasse die. Das ist mein absolute Hassrasse übrigens. Das alte Friesenmodell. Ich mag die überhaupt nicht. Orland brauche ich gar nicht hin. Okay, wir gehen später sowieso noch, noch zum Zirkus. Vielleicht ist es dort etwas ruhiger. Oder, Fort Pinta vielleicht. Gut, Laune ist alles tipptopp. Okay. Warum hast du mein Kind verlassen, nicht mein Baby? Es ist meine Meinung. Wenn du da eine andere Meinung hast, alles gut. Aber ich hasse diese Rasse einfach so extrem. Genau. Man kann die Pferde gar nicht mehr verkaufen. Stimmt, das haben die ja entfernt, doch Mist. Dann bleib ich jetzt mit diesem Pferd für immer und ewig. Och nee. Okay, naja. Ich hätte es sonst verkauft. Aber was soll's. Gut, dann beginnen wir mal zu leveln. Nein, ihr könnt nicht alle mein Baby hassen, alle hassen sie. Na gut, die meisten hassen die Kirchlis und das ist meine Lieblingspferderasse in Star Stable. Ja, alles ist besser als Morland und Silverglade. Also Silverglade, Manor. Okay. Gut, dann würde ich sagen, Nilmers Hochland vielleicht. Sonst vor Pinta. Die Curlys sind solche Cuties. Ja, oder? Ich finde sie echt cute. So, jetzt kann ich mich auch besser aufs Reden konzentrieren. Weil da packt gerade Muscle Memory und alles. Weil ich mache das schon x-tausende Male, diese Rennen. Oder meine Levelroute. Genau. Jetzt habe ich doch etwa 1,5 Stunden gequestet. Das ist doch immerhin etwas. Okay. Oh, neue Bestzeit. Cool. Glückwunsch zum Level-Up, Dori. Firebreeze. Cooler Name. Ich wechsle mal den Server. Okay, mach du das Fearless. So. Gerne doch, Dori. Okay. Ich hoffe so sehr, dass man endlich mal die Namen da in Star Stable ändern kann, also vom Account. Weil dann würde ich nämlich meinen einen Hauptaccount Anja Armstrong würde ich umbenennen auf keine Ahnung was. Und dann je nachdem, wie schnell das die Namen wieder frei sind, würde ich da diesen Account dann so benennen. Damit ich meine über 400 Pferde bei
Anja habe und ich bei Gabrielle. Genau. Aber ich kann wieder auf diesem Account spielen, das freut mich. Das freut mich sehr. Hatte ja so eine Zeit lang so vermieden, auf diesem Account zu spielen, aus persönlichen Gründen. Aber hey. Ja, das wäre so gut. Ich warte auch auf diese Option. Ja, das wäre wirklich mal nötig, finde ich. Und vielleicht auch für die, die irgendwie vor 10 Jahren den Account mal als Kind erstellt haben und jetzt den Namen doof finden oder so. Für die ist es sicher auch noch gut. Wie lange hast du den Anja-Account? Seit, was war's? Ende November, also Ende November 2025. Aber es ist schon Level 20, aber leider knapp 40 Pferde habe ich dort. Und noch 10.000, knapp 10.000 Starcoins habe ich dort noch. Genau, und die behalte ich bis nächste Woche. Damit ich dann. Ich glaube, ich nehme dann ein Video auf, wie ich mir die Conemaras kaufe, also die neuen. Und dann, ja. Also ich habe gemeint, irgendjemand hat mal gesagt, dass dieses Jahr im 26 so ein Namensänderungsupdate kommen könnte. Und ich hoffe das so sehr. Genau. So, wäre das gemacht. Ich finde es so witzig, wie so die Gen 1 Pferde so witzig umherhüpfen. Sieht so toll aus. Ich werde mir vielleicht auch einen Connemara kaufen. Ja, die werden bestimmt mega toll. Weil Connemaras kommen ja aus Westen Irlands. Und Irland ist allgemein extrem toll. Ja. Und ich werde mir je nachdem alle kaufen, weil Connemara. Weil ich mal ganz, ganz in der Nähe war. Habe ich schon mal erzählt heute, aber ich sag's nochmals, weil es so toll ist. Genau. Genau, dann kommt am Mittwoch, ja, sehr wahrscheinlich Mittwoch, seit langem wieder ein Video. Und dann geht's auch zu Nilmers Hochland, also zum Zirkus. Und was läuft da Schönes? Okay. Halt nicht so cool wie Grape Mountain, aber naja. So. Mein Getränk ist jetzt gleich leer. Gut, habe keine zweite Dose dabei. Also dabei, da beim Dings. Freier Songbird. Ist das nicht? Moment, das bist doch du, Fearless, oder?
Freya Songbird. Mit Cookie. Moment, habe ich dich nicht auf der FL? Okay, ich habe für mich selbst auf der Freundesliste. Okay. Ja, das bin ich. Ah, schön. Cooles Outfit übrigens. Passt zum Pferd. Finde ich ganz toll. Dachte mir auch, der Name kommt mir bekannt vor. Ja, in einem der letzten Streams warst du, glaube ich, auch schon mit dabei. Gut, dann level ich mal weiter. Oh, danke, gerne doch. Dann mach da mal das Schmetterlingsrennen. Das ist auch so eine Star Stable-Logik. Es schneit im Zirkus. Und das Dach ist geschlossen, glaube ich. Ja. So, wäre das erledigt. Typisch SSO. Yep. Man sollte die SSO-Logik nicht hinterfragen. So, aber ich bin so froh, wenn dieses Pferd endlich ausgelevelt ist. Ich könnte es theoretisch auch in Firgrove ausleveln. Aber hey. Okay, tschüss Musik, hat mich gefreut. Und hallo Wintermusik. Genau. Ja, ja, so ist es. So. Wollte eigentlich nicht noch jemand in den Club oder war das jemand anderes? Upala, man sollte nicht gleichzeitig ein Rennen reiten und da auf den Chat schauen. Moment, jemand in den Club. Stimmt, ich glaube, Luna hat mich noch gefragt über einen Brief. Aber sie war, glaube ich, bisher noch nicht online. Sonst, ich weiß nicht mehr, wer da gefragt hat. Das zweite Rennen habe ich leider noch nicht. Alles gut, Fearless. Das kommt dann schon noch irgendwann. Ich meinte, irgendjemand wollte noch in den Club. Kann ich aber auch täuschen. Tiffany vielleicht. Und sonst weiß ich es selbst nicht mehr. Okay, dann geht's auf nach Fort Pinta. Kann ich nicht hören. Wie meinst du das, Fearless? Also da im Stream nicht hören? Oder wie meinst du das? Okay, dann macht da. Der Ton ist weg. Hä? Also in SSO oder allgemein? Hört ihr mich noch? Ähm. Was? Also ich höre dich okay, also Dori hört mich. Hat doch jemand das Problem? Ah, komisch. Ist Fearless irgendwie auf die Lautstärke-Taste gekommen oder so, das kann sein. Oder ein Soundbug oder so. So. Okay, das Spiel selbst ist jetzt ruhig. Wir haben jetzt noch keine Musik.
Okay, also auf nach Fort Pinta. Und sonst, vielleicht, hoppala. Ah, jetzt wieder. Okay, gut. Konntest du herausfinden, an was das gelegen hat? Also ich gehe jetzt nach Fort Pinta, aber da reite ich immer hin. Ah, die Musik ist wieder da. Das ist toll. Perfekt. Nein, eventuell an den Kopfhörern. Das kann sein. Meine Kopfhörer haben das auch, wenn ich mal aus Versehen das Kabel berühre oder so den Stecker, dass dann irgendwie kurze Zeit kein Ton mehr da ist. Und ja, ich nehme Transporter. Alles klar. Stimmt, da musst du nicht durch Moorland durch, wo es dann so leckt. Okay. Habe Kopfhörer von Sony. Oha, Tori. Wie toll. Na gut, ich habe auch Kopfhörer von Sony, die WH-1000XM6 habe ich. Ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Wie toll. Okay. Da haben wir wieder die coole Musik. Und wieder weg. Also die Kabelkopfhörer. Ah, okay. Also ich habe Kabelkopfhörer, okay. Also In-Ears oder Over-Ears? Weil Sony stellt da beides her. Apropos Sony, ich habe heute wieder mit Aki gespielt. Es war so cute, ich habe ihn so vermisst, er hat mir so gefehlt. In-Ears. Ah, okay. Da gibt es ja relativ billige. Da diese für irgendwie unter 20 Franken oder so. Weiß nicht, ob das solche sind oder hochwertigere. Gibt es natürlich auch. Genau. Ah, ist das nicht entspannend? So gemütliche Musik, ein Rennen. Hallo Starstable-Freundin, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag und willkommen in meinem Stream. Genau. So. Hätten wir das auch erledigt? Es stimmt, Trailblazer. Oh, ich bin. Oh. Okay, ich müsste jetzt zuerst noch kurz zum Jumpy. Natürlich auch. Warum habe ich dieses Shirt denn auch nicht? Okay. Moment, mein Rucksack ist voll. Egal, ich mache trotzdem zuerst das Rennen. Ich hatte nachher sowieso beim Jumpy-Platz vorbei, dort hat es einen Kleiderschrank.
dort kann ich ja dann mein Zeugs rein tun. Genau. Ich glaube, ab morgen beginnen die Bonuspunkte beim Trailblazer Track und dann wird das so reingesuchtet. Und zwar auf beiden Accounts bei Bohus Lava und auf meinem Hauptaccount bei Gabrielle. Und vielleicht noch bei Anja. Mal schauen. Jetzt regnet es noch stärker. Oh je. Hat es bei euch heute auch so geschneit? Und jetzt Regen. Ich finde das so schade. Ich glaube, der Januar wird Aprilwetter. Ja, könnte man fast so meinen. Es fehlt nur noch. Was fehlt denn noch? Gewitter oder so. Und dann hätten wir eigentlich alles. Aber eben, es ist so komisch, dass morgen so richtig, richtig warm wird. Also wirklich irgendwie 7 Grad oder so. Wir hatten auch noch mal Schnee. War schön. Naja, der schmilzt jetzt leider. Es hat heute so schön geschneit. Es hat auf meinem Balkon geschneit. Ich konnte ähm, vom Balkon aus Schneebälle werfen. Es war so lustig. Also ich habe nicht nach draußen geworfen. Und trotzdem. Ich konnte barfuß raus in den Schnee, ohne überhaupt die Wohnung verlassen zu müssen. Es war so toll. Ich habe meinen Trailblazer-Track schon durch. Okay, cool. Oh mein Gott, ich hasse dieses Pferd. Gut, und Max ist Level 12. Yay. Gut, und weiter geht's. Dori applaudiert. Yay. Okay. Naja, ich muss da noch jede Menge Levels erreichen beim Trailblazer Track. Ich bin da so hinten, wie sagt man im Deutsch? Hinten rein? Nee, keine Ahnung. Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag und willkommen im Stream. Genau, 100 schon. Cool. Dann danke an alle von euch. Besonders diese Person, die heute frisch dazugekommen ist. Okay. Freut mich sehr. Und ja. Mir geht's gut und dir. Mir geht's auch gut. Mir geht's sogar sehr gut. Weil heute war ein richtig toller Tag. Und schön, dass es dir auch gut geht. Ich sehe, wie ihr das Rennen macht in Game. Ja, bei einigen Rennen wird man ausgeblendet, aus irgendeinem Grund und bei anderen dann nicht. Also, ja. Gut. Dann geht's weiter zum Jumpy-Platz. Einfach nur schnell zum Schrank, damit ich da ein bisschen ausmisten kann, weil ich habe da ziemlich viel Zeugs. Genau. So. Also, was haben wir da Schönes? Oberteile. Erstmal Ober da gelassen. Danke, Steffi, das ist so lieb von dir. Hoffentlich gefallen dir meine Streams und meine Videos. Am Mittwoch übrigens kommt ein neues Video raus. Mit den Conemaras. Und ja, und hoffentlich gefällt es euch. So, mit dem hier möchte ich ein Outfit erstellen. Was auch immer das da für eins ist. Dann haben wir Ohrringe. Sonnenbrille. Dann
dann nee, Hosen sind. Da. So, da ist auch noch eine und dann Schuhe und den Helm. Schuhe. Cool, ja, es gefällt mir sehr. Oh, das freut mich so sehr. Ja, ich versuche einfach mein Bestes. Ich versuche einfach ich selbst zu sein. Und ja. Und schön, dass es so gut bei euch ankommt. Dann wird noch ein Rochen. Den packe ich dahin. Zu den anderen Rochen. Perfekt. Gut, das reicht jetzt vorerst. Jetzt kann ich da die Satteldecke abholen. Juhui. Und dann würde ich sagen, weiter geht's nach zu Steves Farm. Let's go. Genau. Also vielleicht auch wichtig zu wissen, ich habe nicht immer etwas zu sagen. Also manchmal sind meine Streams auch ziemlich ruhig. Ja. Also manchmal habe ich einfach keine Themen, über die ich reden kann. Genau. Aber manchmal habe ich, manchmal nicht. Ist völlig unterschiedlich. Genau. Okay. Heute ist Donnerstag. Das heißt, Moment, gibt es nicht am Donnerstag diese wöchentliche Quest mit den Streifenhörnchen? War das nicht donnerstags? Mal schauen. Ja, das ist heute. Dann mache ich die kurz. So. Ein Haufen Kohl. Okay. Es gibt Spieler-XP. Jui. Bin auf die Connemara-Farben gespannt. Ja, ich glaube, 2 oder 3 sieht man schon auf der Roadmap. Irgendwie, glaube ich, ich kenne mich mit vielen Farben überhaupt nicht aus, aber ich glaube ein Palomino mit weißer Mähne. Und noch irgendwie 2 andere. Ich bin so gespannt, wie die Gangarten sein werden. Ob die so irgendwie was Irisches an sich haben oder so, das wäre richtig toll. Genau. Oder Special Animation. Ja, ich habe das Video von Fabi geschaut. Da gibt es ein Bild, bei dem der Spieler so komisch nach vorne rutscht oder irgendwie sowas. Vielleicht ist das eine spezielle Animation. Aber eine spezielle Gangart finde ich extrem toll bei den Connemaras. Meine Güte. Genau. Weil ich glaube, die alten Connemaras haben weder eine Special Gangart noch eine Special Animation. Uäh. Upala, komm schon. Genau. Ich freue mich auch auf die neuen Connemaras. Ja, die werden so toll. Vor allem, weil es Connemaras sind. Das ist schon mal ein riesiger Pluspunkt. Und ja. Okay. Dann geht's weiter. Weil ich denke mal, die Connemaras kommen dahin. Weil irgendwie haben die Shire, nein, die Mullis haben sie verändert. Die standen ja da und jetzt stehen sie da hinten. SSO hat das bestimmt nicht ohne Grund gemacht. Also ich denke wirklich, dass da die Connemaras hinkommen. Genau. Ups.
Ich rede da einfach immer falsch. So. Ich hoffe, sie sind nicht allzu teuer. Ja, das hoffe ich auch nicht, dass sie zu teuer sind. Aber wir werden sehen. Weil Ponys sind ja, glaube ich, generell billiger als normale Pferde. Und ja. Kann man die Arten dann immer noch kaufen? Ja, wie Dor schon sagte, ja, man kann sie noch kaufen. Ja, wenn sie aus dem Spiel genommen werden, dann wird es so das bestimmt sagen. Aber ja. Genau, die sind in Dandal. Zusammen mit den nordschwedischen Kaltblütern und so. Und die Clydesdales stehen dort auch. Genau. So. Wäre das erledigt? Dann geht's weiter zum Windmühlenrennen. Hallo René, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag und willkommen im Stream. Bis morgen arbeiten? Nein. Cool, hast du Urlaub bis morgen? Oder hast du bis morgen frei? Das ist ja toll. Freut mich. Okay, let's go. Muss zum Glück nur bis 14 Uhr arbeiten. Ah, das ist doch auch schön. Als ich noch arbeiten ging, musste ich nur bis 12 Uhr, also von 9 bis... Von 9 bis 12 war das. Und ja. Genau. Übrigens, Meine Güte, Max, was soll das? Dieses Jahr wird ziemlich speziell, weil da wird einiges auskommen. Also einiges eigentlich nur etwas. Aber ja, also wenn ich Glück habe, die Wartezeit beträgt etwa 6 Monate für eine bestimmte Abklärung. Und ja, da bin ich dann echt gespannt, was da rauskommt. Also es ist eigentlich sozusagen von so einem Level-Up, Dori. Welches Level bist du jetzt? 7 oder so. Okay, wo war ich denn geblieben? Genau, es ist keine schlimme Abklärung, sondern etwas, das einfach etwas erklären würde. Was ich schon immer gehabt hätte oder was auch immer. Genau. Gerne doch. Ja, da bin ich ja gespannt. Ich auch, was da rauskommt. Aber ich hab noch keinen Termin und so, also ja. Aber diese eine Dings, da kenne ich bereits. Also ist mir jetzt nicht unbekannt, deshalb habe ich die auch ausgewählt für die Abklärung. Und ja, so ganz wichtig die 200 XP. Yay! Genau, aber ich prahle damit noch nicht und ich sage nicht, dass ich es habe, weil ich weiß es nicht. Und deshalb bin ich einfach noch vorsichtig, bevor ich das sage. Ich sage nur, ich habe den Verdacht, aber nicht, dass ich es habe. Es gibt ja andere, die sagen, ja, ich hab's. Dabei haben sie die Diagnose noch gar nicht. Genau.
So. Bis morgen Bühnen bis 45 Stundenkilometer. Oha, okay. Naja, 45 Stundenkilometer sind jetzt, glaube ich, nicht so stark. Also schon ein bisschen, aber es gibt Schlimmeres. Wow. Einmal Liftoff. Hat sich Max in einen Space Shuttle verwandelt. Okay, nein, ich sag's nicht. Gut, dass mein Pferd nicht challenge. Nein, ich sag nichts. Oh je. Hier kommt meine Space Shuttles. Also ich finde 45 Stundenkilometer schon sehr stark. Ja, ich habe es nicht so mit Geschwindigkeiten und so einzuschätzen. Ich weiß nur, dass es, wenn es so in 100er Bereich geht, dass es dann sehr stark ist. Aber ja, es kann sein, dass 45 Stundenkilometer schon recht stark sind. Aber ich weiß es nicht. Ah, dieses Pferd, meine Güte. Okay, gut. Genau. Ich verabschiede mich dann schon. Euch noch viel Spaß und ein schönes Wochenende. Danke, Steffi. Dir auch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Restabend. Und bis nächstes Mal. Und mega schön, dass du da warst. Und bis nächstes Mal. Okay. Ich bin einfach froh, wenn ich dieses Pferd da hinter mich bringen kann. Damit ich es nie wieder ansehen muss. Bis morgen 14 Uhr Böen 55 Stundenkilometer, okay. Ich glaube, das ist schon ein bisschen stärker. Danke, bye bye. Bye Steffi. Oha, 55. Ja. Das findet dann schon ordentlich. Okay, meine Logik, ich sage erst, ja, ich kenne mich da gar nicht aus und dann, oha, das findet dann schon ordentlich. Yep. Okay. Das ist Goldmelisse, der kommt mit. Perfekt. Okay, dann ab zu Lara. Heißt sie, glaube ich, Lara, oder? Ja, gut. Da reite ich auch jedes Mal falsch. Weißt du was? Ich beginne neu. Bei mir wird es wahrscheinlich irgendwas mit 20 Stundenkilometer sein. Okay. Ja. Ich müsste mal nachschauen, wie es bei mir aussieht mit dem Wind. Aber das mache ich nicht jetzt. Jetzt bin ich da am Streamen und ja. So. Fällt noch Gewitter, dann haben wir Aprilwetter. Ja, oder? Jetzt ein Gewitter, so Wintergewitter sind scheinbar sehr heftig oder können sehr heftig sein. Ah, Gewitter wäre wieder mal schön.
Ich vermisse ein Gewitter. Ich liebe so die Zeit vor dem Gewitter, bevor es losgeht. Ich finde das so atmosphärisch. Und ich weiß noch, dass es am 31. Moment, ja, am 31. Juli 2024 hat es extrem gewittert, bisweilen gestürmt. Das weiß ich noch. Weil ich habe dann einen privaten Level-Talk aufgenommen und dann habe ich den aufgehört, um dem Gewitter zuzusehen. Genau. Und ich habe alle meine privaten Level-Talks datiert, also weiß ich, wann die waren. Und ja, der eine war am 31. Juli. Noch ein Regenbogen. Ja, das wäre so als krönender Abschluss ein Regenbogen. Oh, ich weiß noch, mein allererstes Regenbogen-Event da in Star Stable. Ich habe mich so extrem auf dieses Event gefreut. Und dann gab es genau an diesem Tag in echt einen echten Regenbogen. Es hat mich so extrem gefreut. Es war so eine tolle Atmosphäre. Genau. Und an diesem Tag war damals noch Fabi auf meinem Heimatserver. Und dann bin ich ihm voll ins Bild geritten und genau dann hat er den Fotomodus geöffnet und ich stand voll in ihm drin. Ja, random kleiner Fun Fact. Jetzt wisst ihr Bescheid. Genau. So, wäre das gemacht. Und das nächste, let's go. Habt ihr schon ein Event da in Star Stable, wo ihr euch extrem drauf freut? Bei mir das Sommer-Event. Es war letztes Jahr so toll. Urlaub. Okay, ist doch schön, oder? Wenn man Urlaub hat. Was war vor Server 17 dein Heimatserver? Server 8, also Kiwi Galaxy war mein Heimatserver, da bin ich damals ganz ursprünglich von Star Stable eingeteilt worden. Und dann hab ich aber herausgefunden, dass eine YouTuberin dort drauf spielt und dann bin ich auf Server, was war's? Dann habe ich irgendwie ein paar ausprobiert, war dann ganz kurz auf Server Strawberry Kingdom, also Server 4. Und jetzt bin ich auf Server 17 zu Hause. Genau. Ich weiß nicht, bin ja erst 6 Wochen dabei. Okay, dann kannst du dich schon mal auf ein paar tolle Events freuen. Und ja. Oh, mein Rauch. Was? Du warst auch bei Kiwi Galaxy eingeteilt. Ganz am Anfang. Das ist ja cool. So. Okay. Urlaub 1, das gut. Okay, war der Urlaub nicht so gut, René? Oder. Oder warum diese Emojis? Nee, aber war auch mein Heimatserver, also auf dem ich mich wohlgefühlt habe. Okay, naja, ich hatte dort damals einfach keine Lust, die Server zu wechseln, weil
naja, es war halt mein Heimatserver und ich war dort von Anfang an eingeteilt. Und ja, Berlin. Oh, ist es dort so kalt? Hoppala. So kann man schon fertig. Okay. Gut, ich streame schon über 2 Stunden. Ich weiß nicht, wie lange das ich noch mache. 1.1.26 Berlin. Oha, ja, am 1. Januar war es sehr kalt, auch bei uns. Ich wechsle öfter mal den Server. Angefangen habe ich bei Icy Palace, dann mal Jelly Lake und zur Zeit auf Cloudy Rock. Ich suche immer sehr leere Server. Ja, ich glaube, Icy Palace ist sehr nicht leer, also ziemlich voll, weil dort halt all die großen YouTuber drauf sind, glaube ich. Ja, aber Server 17 ist, glaube ich, sehr ruhig. Und ja, und die anderen kenne ich jetzt leider zu wenig gut, um zu sagen, ob dort was los ist oder nicht. Eine Zeit lang war ja Cherry Swamp extrem leer, glaube ich. Also auf Server 11 ist jetzt sehr voll von YouTubern, da sind viele drauf. Ja, vor allem da die Großen und so. Und deshalb vermeide ich diesen Server. Genau. Ich mache halt Server-Hopping. Gut, warum nicht, oder? So. Ich meine, es gibt auch MMOs, wo man pro Server einen Spielstand hat. Und dann möchte man da nicht freiwillig den Server wechseln. Wobei SSO ist das ja anders. Da ist der Spielstand dann nicht an den Server, sondern an den Account gebunden. Und das finde ich auch ziemlich toll. Hallöchen, bin wieder da. Hallo Fia, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Ich mag Server 11 eh nicht. Ja, ich auch nicht. Du bist nicht die Einzige. Nee, Server 11 ist so zu viel YouTuber. Ja, genau deshalb vermeide ich diesen Server. Ich habe da so meine Gründe. Genau. Okay. Auch bei Jump ist nur Leute von einem Club sind da Silber. Meinst du Silver Trees? Okay. Ich glaube, du hast mal von einem Club erzählt, den du nicht magst. Sind das die? Ich lese deine Nachricht gleich, Fearless. Vielleicht versuche ich mal mit Ice Cream Mountain, wenn der schön ruhig ist, sollte da nicht so viel Lag sein. Ja, also zumindest noch vor den Winter Days war da noch sehr wenig los. Und jetzt weiß ich aber nicht. Aber probieren geht über studieren. Moment. Upala, coole Kameraansicht. ähm, ich meine, ich kann verstehen, warum alle YouTuber so Zoe und Juli und die da sind, weil die ja alle miteinander befreundet sind, aber mir ist das persönlich zu viel. Ja, finde ich
Ähm, ähm, okay. Komme ich da noch raus, bitte? Danke. Ja, also, ja, ein cooles Standbild. Danke, Fühles. Ja, das war etwas speziell. Sagen wir es so. Naja, ich meine, wenn ich jetzt auch mit mehreren YouTubern befreundet wäre, wäre ich auch auf dem selben Server wie die. Ja. Aber Alex jetzt zum Beispiel bleibt jetzt nicht auf einem bestimmten Server, das hat er jetzt neu eingeführt. Ja. Und dann ständig auch wechseln, das ist etwas mühsam. Ich bleibe lieber auf einem Server und fühle mich dabei wohl, alles ständig wechseln zu müssen. Genau. Das wäre gut für ein Thumbnail. Ja. Hätte was, oder? Aber für welches Video? Stream-Highlights. Oh mein Gott, gute Idee. Das wäre das perfekte Thumbnail für ein Stream-Highlight-Video. So Highlights aus den Streams und dann dieses Thumbnail. Das wär's. Aber für das müsste ich alle meine Streams durchgehen. Und das wird ein wenig dauern, weil es sind inzwischen keine Ahnung wie viele und einige sind ja nicht. Genau, kann ich noch reden. Und einige sind ja nicht mal öffentlich, also das sind noch mehr Streams mit dabei, als die, die man öffentlich sieht. Ja, Stream Highlight. Ja, möchte ich unbedingt machen, aber es wird so ewig lange dauern. Ja, aber ich kann mich mal dran setzen. Ich habe schon 2 Clips rausgesucht und sonst müsste ich jeden Stream nochmal schauen. Ich habe gestern eine YouTuberin gefunden, sie ist zwar Deutsche, aber wohnt auch in der Schweiz. Oh, cool. Und wer? Ähm, Jetzt macht sie auch Star Stable oder was anderes. Gaming with Lu. Lu oder Yu? Heißt sie, glaub. Okay, cool. Ja, auch heißt es so. Vielleicht, wenn sie Lust hat, könnten wir sie doch mal ins Boot holen. So in die Clique von mir und Alex. Das wäre cool. Und wie groß ist sie etwa? So klein, mittelgroß? Also so wie ich oder kleiner oder größer? Okay. 1,6 Abos. Meinst du 1,6K? Also 1000. Ah, 1600. Okay, das ist schon ordentlich. Dann hat sie mehr Abos als Alex. Und der hat schon über 1000. Aber cool. Okay, das Gartenrennen. Oder Gartenwettbewerb, wie man möchte. Okay. Aber es wäre cool, wenn wir uns mal so zusammenschließen würden, besonders wir Schweizer. Das wäre richtig cool. Natürlich sind dann auch andere willkommen, zum Beispiel Deutsche oder so, oder Österreicher oder wer auch immer. Genau.
Es hat einen Discord-Server. Oh, cool. Hat sie den in der Infobox oder so? Und da gestern auch drauf gejoint. Cool. Wer findet sie nicht? Okay. Also heißt sie Iu oder Lu? Kannst du mir den Link schicken, als wenn es okay ist? Also wenn ihr da Links schicken könnt, dann könnt ihr das gerne mal machen. Weil ich bin jetzt auch neugierig. Oder ihr Ad-Name. So dieses Ad so und so. Vielleicht hast du den. Da könntest du sie dann mal... Milu. Ah! Ich glaube, ich weiß wer. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie auf YouTube heißt. Auch irgendwie etwas mit Milu. Wie cool. Ich wusste gar nicht, dass sie Schweizerin ist. Bisweilen in der Schweiz wohnt. Mit den hellblonden. Okay. Wie cool. Also, ihr kennt sie wohl relativ gut. Äh, aber ich glaube, ich kenne zwar ihre Stimme aus Cookies Video. Aber ich glaube, ich habe sie noch nie aktiv geschaut. Aber sollte ich vielleicht mal? Genau. Also ich habe sie erst gestern entdeckt. Okay. Und macht sie auch Streams? Uppala, was war denn das gerade für ein Sprung? Was ist so, das ist so manchmal auch so Supermarktsachen oder so. Ah, okay. Das war gestern live. Spannend. So. Gaming with Milo. Da. Ah, okay. Dann schaue ich später mal wieder rein. Und so habe ich es falsch gesagt. Es hat 1,2k Abos. Okay, alles gut. So, Max ist endlich Level 13. Nur noch 2 Level, dann habe ich es endlich hinter mir. Und ein gemeinsamer Moment. So. Huch. Ja, Max und die speziellen Sprünge. Dieses Pferd macht gerne spezielle Sprünge und läuft gerne gegen Hindernisse. Das gibt dem Pferd gerade ein bisschen Persönlichkeit, ist doch auch toll. Gut. Okay, dann ab in Goldblattwald. Discord-Bildurlaub. Ah, du hast ja in unserem Discord-Server Bilder aus deinem Urlaub geschickt. Mit den, was waren es, Wellensittich oder so. Also ich fand die Bilder mega schön. Genau.
Okay. Und sonst so noch alles gut bei euch? Alles in Butter? Okay. Malaga-Bild. Okay, war dort schön Wetter in diesem Fall? Ich bin beim Rennen ein bisschen hinterher, weil ich nebenbei ja noch schreibe. Stimmt, ja. Aber du musst ja nicht immer gleich mitreiten. Also wenn du möchtest natürlich nicht. Das klang jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Aber ja. Ich bin dir nicht böse, wenn du nicht schreibst und nicht böse, wenn du da nicht gleich weit bist wie ich. Also alles gut. Okay. Uppala. Okay, wäre das auch erledigt. Dann geht's weiter zum Golden Hills Well Stall. Übrigens, habt ihr die Roadmap vom Januar schon gesehen? Da haben sie das Marchengast Castle angeteasert, dass sie da was machen. Na gut, jeder weiß wahrscheinlich, dass sie das als neues Gebiet machen werden. Aber sie fangen jetzt, glaube ich, langsam an, das einzuführen. Ich finde das voll cool. Aber zuerst kommen ja die neuen Connemharas. Und werden bestimmt richtig, richtig cute. Hab's noch nicht gesehen. Okay, dann lohnt es sich, einen Blick drauf zu werfen. Auf die Roadmap. Weil die wird richtig toll. Soll ja im Februar kommen. Genau, und irgendetwas mit einem, was war's? Steinrutsch, Erdrutsch, irgendwie sowas da nördlich von den Golden Hills, also wirklich da irgendwo beim Schloss, also bei der Burg. Wurde etwas erwähnt in der Roadmap. Und ja, das sollte langsam aber sicher was kommen. Okay. Gut. Habt ihr sonst irgendwelche Themen oder so, wo man noch darüber reden könnte oder so? Oder sonst irgendwas? Oder beschäftigt euch etwas ab der Kritik? Also konstruktive Kritik. Ich gebe es auf, ihr wisst, was ich meine. Konstruktive Kritik, jetzt habe ich's. Oder Wünsche oder sonst Videoideen, Streamideen, was auch immer. Immer raus damit, ich bin offen für alles. Solange es natürlich nicht böse gemeint ist. Ich habe also mit einigen Worten extrem Mühe, irgendwie diese auszusprechen. Ich weiß nicht warum. Ich bin wohl einfach ein bisschen weird. Oh, 7 Zuschauer. Ja, schon eine ganze Weile jetzt schon. Und ich finde es toll, dass sich da einige für meinen Stream interessieren. Genau.
Also hallo an alle 7 Zuschauer da draußen. Ahoi. Schön, dass ihr alle da seid. Und ja. Okay. Bin gerade in Welldale. Okay, cool. Machst du dort die Rennen oder Quests oder sonst was? Oder einfach Licht sammeln? Okay, das zweite Rennen wäre gemacht, dann das dritte. Komm schon, komm schon. Nein, 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 nein. Nein, Bestzeit, bitte, bitte, bitte. Ich hab's unter 13 Sekunden geschafft. Oh mein Gott, wie toll war das eben. Oh mein Gott, und extrem knapp. Joi. Muss morgen die ganze Sauberzone alleine reinigen. Oh nein. Na dann viel Glück, Dori. Du packst das. Ja, okay. So. Also die Rennen. Okay. Dann viel Spaß bei den Rennen. Und ja. Okay. Hoppala. Warum hat dieses Pferd so ab und zu so geboostete Sprünge? Das ist richtig komisch. Aber da hinten eben da ist ein Stern, den ich noch nicht habe auf diesem Account. Wie cool, den hole ich mir nachher gerade. So, Prioritäten. Ich hole den Stern, bevor ich die Rennen abgebe. Wo war der da? Cool. Okay, wie weit bin ich jetzt da? 843. Oh Gott, ich bin erst bei Stufe 9. Noch nicht einmal. Oh hey, schaffe ich das noch? Wahrscheinlich schon. Das ist noch der alte Bug beim Friesen, dass dieser Sprung so komisch nach hinten geboostet wird. Okay, ich wusste gar nicht, dass der einen Bug hat. Also ich wusste zwar, dass dieses Modell ziemlich verbuggt ist, aber ich dachte in den Gangarten und nicht in den Sprüngen. Aber in diesem Fall, naja, nochmals ein Grund, dieses Modell nicht zu mögen. Okay. Okay, dann geht's weiter zur Rennstrecke der Baroness. Rennstrecke, wo bist du? Da. Okay.
Also, hoppala. Ich habe gerade echt nichts zum Sagen. Ähm, mein Pony ist jetzt dann bald Level 9. Oh, cool. Dann warst du auch schon ziemlich fleißig da am Leveln. Das alte hässliche Ponylein. Oh, das ist fies. Was für eine Rasse würdest du dir Uppala in der Saison noch wünschen? Das ist ganz klar die Freiberger. Die fände ich extrem toll. Oder vielleicht etwas unrealistisch, ein Zebra. Es war keine Pferdrasse an sich, aber so ein Zebra reiten wäre sicher auch noch cool. Also es muss ja nicht immer realistisch sein, oder? In echt reitet man ja auch keine Zebras. Ich weiß, es gibt schon das Sony, das macht Zebra-Geräusch, aber so ein richtiges Zebra, das wäre cool. Hast du dasselbe Pony wie ich, Fia? Ah, ihr habt dasselbe. Für Slowak. Was? Das gibt's? Ja, dann will ich das auch. Ich wusste gar nicht, dass Slowensko eigene Pferderassen hat. Oh mein Gott, also. Jetzt wirklich, Dori, for real. Die haben eigene Warmblüter. Da muss ich mal, ja, wusste ich vorhin auch nicht. Oh mein Gott, wie cool. Also weißt du, so bitte fügt ihr auch hinzu. Freiberger und die slowakischen Warmblüter. Die Slowakei haben zwei Rassen. Cool, was ist denn die zweite? Also ich glaube, Lipizzaner sind aus Slowenien. Aber die werden, glaube ich, auch in der Slowakei gezüchtet, habe ich mal gelesen. Aber dann gibt es da noch eine. Also die Warmblüter und... Was die zweite Rasse leider nicht, müsste noch mal googeln. Okay, nur kein Stress. Aber cooler Fakt, dass die wirklich eine Warmblutrasse haben. Ich musste mir nachher mal ansehen. Ja, Lipizzaner kommen aus Slowenien, aber bestimmt auch in Nachbarländern verbreitet. Ja, bestimmt. Okay. Gut, dann ab zum Observatorium. Moment, ich muss jetzt echt schnell etwas nachsehen. Es lässt mich nicht mehr los. Wie sehen diese Warmblüter aus? Moment, ich stelle mich da kurz hin. Ich muss aber zuerst schnell etwas anderes nachsehen. Ah, okay. Also Google. Moment, Google. Slowakisches Essen, Bier, Alphabet. Was? Restaurant. Warm, tatsächlich. Slowenski Teplokevnik. Och, hier sind die cute. Aber sind eher unbekannt übrigens. Oh, wie toll. Oh mein Gott, wie cool. Hier sind die cute. Okay, gut. Zurück zu SSO. Ah, wie toll. Die gibt's tatsächlich.
Man könnte ja in Star Stable ein bisschen ein RP machen oder so. Dass zum Beispiel einfach ein beliebiges Warmblut einfach ein slowakisches Warmblut sein könnte. Und dann redet man sich das einfach ein und dann hat man eins. Ey. Aber das ist so cool, dass es die gibt. Gute Idee. Ja, oder? Zum Beispiel das englische Vollblut, also das, ja, das sieht wie das eine Pferd aus, das ich vorhin gerade auf dem Bild gesehen habe. Dann, nee, Starcoins habe ich leider nicht genug. Könnte ich ein bisschen aufladen. Obwohl ich will ja bei meinem slowakischen Account aufladen. Ach nee, ich kann nicht schon wieder zweimal Starcoins kaufen. ähm, aber ich glaube, das englische Vollblut kommt am nächsten ran. Oder vielleicht, nee, KWPN vielleicht jetzt weniger. Ja, ich glaube, das englische Vollblut am ehesten. Dann würde ich mir so eins kaufen und es, wenn ich nicht schon so eins habe mit diesem Namen. Ah. Moment, habe ich auf diesem Account schon ein Akku? Habe ich das schon? Okay, ich denke jetzt einfach mal ein bisschen laut, hoffentlich stört es euch nicht. Weil dann würde ich mir die Tage Starcoins holen und mir dann so ein Pferd kaufen. Und mir dann einreden, es wäre so ein Warmblüter. Mich stört nichts. Okay, dann bin ich beruhigt. Gut, dann auf nach Hollywood. Irgendwie ist es gerade richtig gemütlich. Ich habe da neben meiner Tischfahne so eine künstliche Kerze eingeschaltet und das ist so schön. Das wird meine Tischfahne so beleuchtet. Es ist so cute. Okay. Also ich muss noch kurz nachsehen, ob ich schon ein Pferd namens Akko habe. Wenn nicht, dann werde ich ein englisches Vollblut so nennen. Und dann, ja. Oder geht vielleicht, oh mein Gott, das wäre auch toll. Ich muss auch ein bisschen kreativ werden bei den Pferdenamen. Ein bisschen was nachsehen. So, das da möchte ich auch noch. Perfekt. Moment. Gibt's auch slowakische Namen, die man vielleicht irgendwie noch umwandeln kann? Ja, Akko, das ist ein Wort, das es wirklich gibt. Dann Novako, also Tats Novak im Namen, das ist ein slowakischer Nachname. Dann kann man irgendwie Aki draus machen. Das heißt irgendwas, dachte ich mir. Ja. Warum Slowakisch? Warum nicht? Weil es toll ist. Weil ich diese Sprache gerade lerne. Genau. Hoppala. Kommen schon Max. Jetzt. Genau, so Akko, Aki, Novako. Dann werde ich eben nachher noch ein bisschen experimentieren mit Ano und Nie. Ob es da irgendwie noch was gibt, ob man da ein bisschen tricksen kann. Ja. Und genau das will ich nachher kurz nachsehen. In Wildale. Weil ich sowieso gleich hingehe. So.
Dann ist der gerade da. Perfekt. So. Mal schauen, ob Aurora gerade da ist. Aurora, perfekt. Da ist sie. Okay. Woher kommt jetzt diese Musik? Ich bin nicht in einem Rennen. Hallo? Und obendrauf noch ein gemeinsamer Moment. Yay. Okay, jetzt haben wir da voll die Action. Als wäre ich mitten in einem Jumpy oder so. Okay. Oh cool, Stufe 9. Ein schimmernder Edelstein. Ich dachte schon, die Musik ist weg. Oder nein? Ich mache kurz Welldale Jumpy. Okay, mach du das. VG, VS, schnelle Hufe. Und du wirst bestimmt wie immer oder wie fast immer Erste. Okay, aber ganz wichtig, schnell zu den Pferden. Moment, ist gleich das Welldale Jumpy. Wenn ich schon da bin. Danke, gerne doch. Lol, soll ich mitmachen? Oh, wie heißt der? Shadow Ninja. Cool. Soll ich da mitmachen mit Max? Hat denn der... Ja, ist jetzt gleich Welldale. Soll ich da... aber das brauche ich schnell aufweisen. So. Weißt du was? Warum nicht? Warum nicht, oder? Wenn ich schon da bin. Aber ich will eigentlich zuerst die Pferdenamen. Also, erst werde ich definitiv nicht mit Ponys Level 8. Na gut, ja. Ich mach mit, warum nicht? Mit meinem Hasspferd ein Jumpy Ride. Ja, wo ist denn Dori? Da hinten. Genau, da ist sie. Ja, Anja mitmachen. Genau, ich habe mich ja schon angemeldet. Also ich habe Glück, aber ich bezweifle. Ja, ich denke jetzt auch nicht, dass ich wirklich weit kommen werde. Also weit, ich werde es auf jeden Fall beenden können, hoffentlich. Oh mein Gott, wer reitet mit so einem Pferd ein Jumpy? Zum Glück ist Max schon Level 13, also er hat die vollen Werte wenigstens. Ja. Genau. Also ich habe jetzt auch keinen Drang mehr zum Erste oder Zweite zu werden, weil ich habe es schon geschafft und ja. Nur geht es mir darum, mich nicht zu blamieren, wenn ich schlecht abschneide. Oh, wie heißt das? Mystic Melody. Mystic Melody. Oh, das Audra. Ich mag das. Und der da? Amethyst Ray. Okay. Vielleicht wirst du ja doch erst mit Level 13 hat das Pferd ja die vollen Werte. Ja, und ich habe gerade noch Hufeisen draufgeschmissen. Und das wird allgemein hat. Das ist das vom Druidentraining. Hat, glaube ich, auch volle Werte. Was geht los? Okay, schon wieder ganz, ganz spontan ein Jumpy reiten. Perfekt, gut, ja. Mal schauen, ich tippe auf Platz 6. Warum nicht? Ist der See ist gefroren, ha? Warum ist der gefroren? So, jetzt immer noch. Okay, das kann etwas ärgerlich werden. Mal schauen. Oh, ich bin nervös. Ich hasse Jumpys eigentlich, außer beim CT. Let's go, Max! Let's go! Okay, volle Konzentration. Volle Concentration. Habe ich letztes Mal den Boost nicht mitgenommen? Ich sag nichts mehr. Warum nehme ich den Boost nicht mit? Warum existiert der da nicht? Okay, ich bin Sechster, wie ich es vor
vorher gesagt habe, der 5. Oh Gott, ich bin nervös, ich bin nervös, ich bin nervös. Hui! Nicht so krass abkürzen. Perfekt. Okay, ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut. Und aufpassen, Sprung. Lieber einmal zu viel springen als zu wenig. Das war damals bei meinem ersten Jumpy mein Motto. Na, komm schon, Max, komm schon. Lauf. Lauf, mein Großer. Okay, let's go. Ich schätze mal, ich bin irgendwie Dritte oder so. Und irgendwas sehr weit vorne. Da sollte man nicht springen übrigens. Da aufpassen, aufpassen, Sprung, genau. Nein, was wird das? Max, du bist so ein Pferd. Weißt du das? Warum ist mein Pferd plötzlich so nach rechts gedriftet? Warum macht er das? So, jetzt hat es kurz geleckt, wie nicht. Okay, ich tippe mal auf 2. Platz. So, dann geht's da lang, genau. Wenn ich Glück habe, rennt die in ein Reh hinein. Oder auch nicht. Ich habe, dass Dori nicht vor mir ist. Finde ich gerade etwas. Und hepp. Okay, Zielgerade, jetzt kann nichts mehr passieren. Ich bin... yeah. Ich bin Zweite. Yes! Hätte ich nicht gedacht, dass ich nochmals Zweite werde. Cool. Naja, das... well, der Jump ist mein Jump irgendwie. Ja, Zweite. Ja, ich bin lieber Zweite. Na gut, ich bin lieber Erste, aber... beim World Jump bin ich am liebsten Zweite, weil ich habe ganz ehrlich mal davon geträumt, dass ich Zweite wurde beim World Jumpy. Und ja, jetzt habe ich es zum 2. Mal geschafft. Juhui. Glückwunsch. Danke dir, Dori. Dir ebenfalls. Aber ich weiß nicht, welchem Platz das du bist. Okay, irgendjemand hat ziemlich verkackt. Oh je. Genau. Okay, oh Dori, oh 5. Okay. Aber eine neue Schleife. Dori wurde 5. Wen haben wir denn da? Okay, aber alle haben es ins Ziel geschafft, das ist schon mal etwas. Oha, ich habe eine Schleife. Ja, cool. Okay, wer noch? Danke, Fia. Danke dir. So, haben wir da einmal so und einmal so. Gleich 2 Schleifen. Oh, die ist ja riesig. Warum ist die so groß? Oder sieht zumindest so aus. Okay. Gut, dann schnell wieder ein. Ja, super. Dann wollte ich wegen den Pferden, mit dem Pferdenamen kurz was nachschauen. Mal schauen, ob man da ein bisschen tricksen kann. Und da Namen machen kann. Ich gehe einfach schnell bei dem rein. Okay, A. Gibt es etwas mit NO? Okay, es geht. Ano, es geht. Geil. Es geht. Woo! Traurig. Oh nein, warum, René? Bist du das Welle Jump auch geritten? Gibt's irgendwie nie? Genie? Nie? So. Gibt's einfach nur ein N? Bitte? Bitte? Etwas. Oh je. Oh je. Moment. Nee, gibt's nicht. Discord bis alleine. Wie meinst du das? Oh je. Oh. Etwas, das mit N endet. Obsidian, nee. Was gibt denn da sonst noch? Aber man kann ein Pferd Ano nennen. Das ist ja richtig toll. Penguinie. Pineye.
Okay. Bonnier. Es ist so toll. Was gibt's denn sonst noch? Okay, man kann wirklich ein Pferd Arno nennen. Das ist super, super cool. Dann werde ich meine nächsten Pferde Arno und Akko nennen. Stimmt, habe ich ein Pferd namens Akko? Community Wander Discord ist alleine reden. Okay, Moment. Akko. Nee, habe ich noch nicht. Cool, dann werden meine neuen Connemars Akko und Arno heißen. Ah, wie toll. Ähm, ja. Muss da kurz was nachsehen. Wegen Discord. Ähm, nee. Ah, jetzt sehe ich die Bilder. Cool. Okay, da reagiere ich später drauf. Aber jetzt geht's mit den Rennen weiter. Moment, ich muss mir die Bilder da vom einen Warmblut nochmals ansehen. Die sehen wirklich aus wie die englischen Vollblüter irgendwie. Da in Star Stable. Die haben was. Okay. Gut. Hey, der ist Anja. Cool. Okay, ich wollte ein Rennen machen, bevor ihr euch da langweilt. Okay, jetzt kommt das hier. Moment, das eine Lichtrennen. Oh mein Gott, Max ist bald ausgelevelt. Yes. Bin einfach spontan Zweiter geworden. Das ist so toll. Was beim Jumpy. Genau. Und sonst so noch immer alles tipptopp bei euch? Oder habt ihr irgendwelche Anliegen? Okay. Und weiter geht's. Ja, habe eben noch Licht gesammelt. Okay, cool. Jetzt werde ich später noch meine Schleifen. Ja, da hast du ja, glaube ich, über 1000 oder so hast du mal gesagt. Genau. Aber es ist so cool, man kann ein Pferd Arno und Akko nennen. Es ist so toll. Ja, bin bei 2K schon. Jui. Okay. Alles gut bei dir, Fia? Oh, jetzt kann ich mein Pferd auf Level 12. Juhu. Cool.
Schon auf Level 12, hä? Okay, dann das Rennen da hinten. Ah, da bist du. Hi. Okay. Ja, bis Isidora gesagt hat, dass sie 2 Paar Schleifen hat. Ah, so meinst du das? Ja, sie hat ein bisschen viele Schleifen, sagen wir so. Aber hey, warum nicht, oder? Discord-Server Lama, keine Zeit, Freunde, Raiden, traurig, nee. Oh nein. Also hat keiner deiner Freunde Zeit, oder? Naja, ein bisschen alleine spielen ist auch nicht so schlimm, oder? Ah, ein bisschen ist untertrieben. Okay. Hab Fia schon ein Foto geschickt. Okay. Upala, genau, gekonnt ausgewichen. Oder nebenan vorbeigeritten. Endlich ist Max Level 14. Oh mein Gott, ich habe gedacht, ich schaff's heute nicht mehr. Bist du alleine, René? Nein. Ich meine, du bist ja da im Stream, da bist du nicht alleine. Aber in Star Stable weiß ich jetzt nicht, ob da jemand Upala Zeit hat. So, komm schon, Max. So, und mein absolutes Hasspferd ist endlich Level 14. Jui. So, nur noch ein Level, dann habe ich's. Yay und Tori, gratuliert. Okay. Natürlich schön im Global-Chat. Gut, dann geht's auf zum Well-DLC. Und dieses Irrlicht möchte ich noch. Und ich würde sagen, nach dem Well-DLC beende ich den Stream. Glückwunsch, danke vieles. So, hätten wir das auch. Also Well-DLC und dann würde ich sagen, beende ich langsam, aber sicher den Stream. Aber war wieder mal extrem toll mit euch. Ich bin echt froh, dass ihr so aktiv mit dabei seid. Via Discord. Okay. So, noch diese beiden Rennen und dann war's das für heute. Weil ich streame doch schon über 3 Stunden, das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Aber hey, dass ihr alle noch da seid, das zeigt mir, dass euch das wirklich gefällt, was ich da mache. Und das freut mich extrem. Und ich freue mich schon richtig auf Mittwoch, wo ich mir so einen Akku und A noch kaufen kann. Hoppala. Ne, warte, ich werde ja ein englisches Vollblut so nennen. Oh, wie toll. Habe ich da nicht schon alle EVPs? Ich muss mal nachsehen. Vor allem, wie teuer ist da? Okay, kleine Planänderung. Nach diesen beiden Well-DLC-Rennen gehe ich ganz kurz zum Landgut und schaue mir die EVPs nochmals an, wie teuer das sind und alles. Und dann beende ich den Stream. Machen wir es so. Vielleicht kann ich mir das Darkwood sogar heute noch holen. Je nachdem reicht es gerade noch so. Genau. Also auf Anja habe ich genug Starcoins für die Conemaras, an dem liegt es schon mal nicht. Also das Video kann ich problemlos machen, also aufnehmen. Und ja.
So, und jetzt das letzte Rennen für heute. Okay. Uppala, okay, habt ihr sonst noch irgendein Thema, was ihr ansprechen möchtet oder so? Irgendetwas, bevor ich dann noch den Stream beende? Morgen endlich Wochenende. Ja, nur ganz ehrlich, ich mag das Wochenende nicht. Am Feiertag ebenso. Weil, ja, da haben die Läden geschlossen, zumindest sonntags. Pakete kommen nicht an. Es zögert einfach alles unnötig heraus. Genau, also ich bin kein Fan mehr vom Wochenende. Aber naja. Ab morgen Gott sei Dank nur Workshop in Schule. Okay, cool. Also nicht wirklich richtig Schule. So, Landgut und dann hätten wir's. Silverglade Landgut. Da. Der Wochenende ist öde. Ja, dann bist du auch Team Wochenende ist nicht so cool. Oh, wie hat ihr den genannt? Okay. Gut, dann schauen wir kurz die... Dann geht feiern. Nee, ich bin gar nicht der Typ zum Feiern. Warte, die EVBs stehen doch da, oder? Da, EVBs. Ich würde sagen, irgendwie... Nee, den habe ich schon. Das da, das Braune habe ich auch schon. Oder ich benenne das Braune um. Die anderen habe ich alle schon. Das hier noch nicht. Ja, die beiden dunklen, das da und das da. Ich würde sagen, Freitagabend, Samstagabend immer feiern. Naja, jedem das seine, oder? Ich muss mir die Bilder nochmals kurz ansehen. Sind die jetzt mehr, sind aber auch dunkel. Oha! Den da. Doch der. Welcher ist das jetzt her? Ich würde sagen, der hier hole ich mir. Genau den da. Und werde ihn Ano nennen. Ano oder Aki. Akko. Genau, ich benenne ein Pferd nach meinem Hund. Genau, ich würde sagen, den da hole ich mir dann. Mir fehlen noch, grob gesagt, 750 Star Coins. Wie teuer sind 750 Star Coins nochmals? Oh, ich hätte den so gerne. Ich möchte den jetzt. Okay. Aber das ein andermal. Okay. Gut, dann würde ich sagen, war's das für heute. Und ich habe noch einen gemeinsamen Moment. Gut, und Max ist jetzt immerhin schon Level 14. Das heißt, ich muss ihn nur noch in Firgrove ein bisschen leveln. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr alle da wart. Das war mega toll heute. Eigentlich so wie fast jedes Mal. Und ja, ich kaufe nur noch Pferde vom Bazar. Ja, kann man natürlich auch machen. Ja. Aber ich schaue nachher noch, wie teuer das die Starcoins sind. Und dann würde ich sagen, bin ich samstags wieder live. Und ja, hat Spaß gemacht. Ja, war echt toll heute. Genau, dann bis Samstag, wenn ihr auch da seid natürlich.
Und dann, ja, zum dritten Mal bis dann. Und ja, dann bis zum nächsten Live und bis dann. Tschüss zusammen.